So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück in Los Santos. Es geht weiter. Ich habe jetzt heute neu gestartet, heute in der Einstellung etwas geändert und ich hoffe, jetzt funktioniert es besser. Der James hat es jetzt noch angerufen. Der wartet natürlich schon auf uns und jetzt checken wir jetzt schnell. Ah, jetzt. Jetzt gefällt mir das besser da. Gut. Top. Hat mich nämlich echt belastet, dass unser Inventar nicht funktioniert hat. So. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt so schnell zum DOL wegen Sozialhilfe und so. Da bin ich überhaupt richtig da. Fuck, jetzt weiss ich nicht mehr durch. Zum DOL wegen Sozialgeld irgendwie und dann nochmal aufs Police Department, glaube ich. Jetzt muss ich schnell auf die Karte schauen. Also da in mein Google Maps rein, da links runter sollte gut sein. Dann joggen wir mal ein bisschen. Genau. Das ist nämlich der Bruno Moser, DJ aus der Schweiz. Ich glaube, zur Story hat er jetzt schon etwas mitbekommen. Ich sage dem im ersten Stream dann noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall mal reinschauen, twitch.tv/DJTimochi. Let's go. So. Wie weiter? Und der Nachname ist Caputo. Soll ich das buchstabieren? Ich versuch's einmal. C-A-P-U-T-T-O? Nur ein T. Nur ein T? Okay. Ja. Genau. Okay, Laila Caputo. Ja, jetzt, so, Telefonnummer. Ja, ich höre. Dreimal die 5 als Vorwahl. Dreimal die 5. Ja, und dann die 19 18 00. 19 18 00. Das ist ja eine sehr einfache Telefonnummer. Ja, ich hatte Glück. So, dann speichern wir das Ganze nochmal. Zack. Und dann Klingelst du rufe mich ich einmal an? durch. Genau. Ja, dann hab ich sie genau. gleich. Gut, hab sie. So. Ja, der Name James Shelby, ne? Nochmal, sag nochmal. James Ja, der Nachname? Shelby. Wie wird der S-H-E-L-B-Y. Dr. James Shelby, ne? Ja, das ist ja jetzt hier. Also normalerweise, ich war sehr enttäuscht, die haben mir meinen Doktortitel, also ich weiß nicht, ob die mir jetzt nicht anerkannt haben oder einfach vergessen haben, im Personalausweis einzutragen. Von daher gehe ich Ja, jetzt dann gleich war's mal das beim- mit dem Doktortitel, ne? So schnell ist er weg. Yep. Also das werde ich mir nicht nehmen lassen. Da werde ich gleich beim DOL mal einen kleinen Aufstand machen. So. Ja. Gut, jetzt haben wir die Nummern ausgetauscht, dann wird man sich auf jeden Fall nochmal beim Weg laufen. In welcher Gegend wohnen Sie eigentlich? Ich wohne bei einem Kollegen. Ich habe noch keine eigene Wohnung, weil das mir im Moment teuer, wenn ich Sozialhilfe bekomme. Ah, teuer, ja, das glaube ich. Ja. Haben Sie denn schon Ihr Gewerbe angemeldet? Nein, soweit bin ich noch gar nicht. Ich bin Ah, okay. erst vor 1,5 Wochen hier eingereist und war dann auch gleich am nächsten Tag meiner Einreise schon wieder weg, eine Woche, weil ich schon Urlaub geplant hatte und das ging halt auch nicht mehr zu verschieben. Ja, und kam dann erst am Montagabend wieder, Ach so. Koffer ausgepackt und am Dienstag erstmal an Stadtpark und erstmal wieder gesagt, hey, ich bin wieder da. Ja. Ach, kann man da so gut Leute kennenlernen oder wie? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist doch schön. Ja, wenn Sie sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen wollen, am Strand kann man Müll sammeln. Oder am Stadtpark Müll sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob der Stadtpark, ob der zahlt weniger, der Mann. Also, so wichtig mir die Umwelt ist, aber ich glaube, das ist nichts für einen Mann in meinem Stand. Ja, verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass Sie von der Sozialhilfe leben können. Nein, das nicht. Ich habe aber gerade einen netten Anwalt kennengelernt. Da ich ja selbst Anwalt werden möchte, nochmal die Bücher wälzen, werde ich gucken, vielleicht kann ich bei ihm als Anwaltsgehilfe erstmal anfangen. Ach so, super. Ja, da einfach mal beim DOL schauen, die haben noch die ganzen Stellenausschreibungen. Im Moment Ja. ist halt nicht viel drinne und ja, für mich ist da im Moment auch nichts Passendes drinne. Und man braucht auch erstmal Geld für ein Gewerbe und ich brauche erstmal ein Auto und deswegen muss ich halt ein bisschen so kleine Minijobs ein nebenbei Auto machen. da war ich auch sehr geschockt, was ein Auto kostet. Ja, also Du das lieber günstigste Scholli. ist, glaube ich, der Panto mit 3,6. Ach, mir wurde Ah, 6.000 das gesagt. klingt aber schon besser, ne? Also der Panto ist ein Zweisitzer, das ist wirklich so ein ganz kleiner, wie so ein Ah, Smart. wie so ein Smart? Ja. Genau, ja, der das ist kostet nix für mich. 3,6.
Ich habe gesagt, mir ist es egal, was es ist. Ich nehme das günstigste, weil ich brauche halt erstmal was. Ja, Ähm, gut. ja, vorhin war ich aber dort gewesen. Ich habe mich noch erkundigt nach einem Roller. Der kostet 2,5. Oha. Ah, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in einen Roller Was? investiere. Das Gut, ist ich aber kann auch in, verhältnismäßig relativ ist viel. unfair, ne? ja, Also, aber man kann die Sachen natürlich dort auch wieder an die Verkaufen. verkaufen. Ah, okay. kann man das auch Genau. in Zahlung geben? Ja, genau. Ah, okay. Und wo ist das? Bei dem Unicars. Also Unique es gibt wohl Cars. aber noch eine andere. Es gibt noch einen anderen, ja, aber bei dem war ich noch nicht. Also ich habe gehört, der wäre günstiger. Das hat man mir eben auch am Flughafen erzählt. Okay. Ja, gehört. Ich glaube, die Leute reden viel. Mein Kollege hat mir gestern erzählt, der andere, den ich noch nicht kenne, der hätte komplett umgestellt auf teure Autos. Okay. Ja, gut. Ja, ich glaube, da muss man sich selber ein Bild machen. Ja, klar, das ist Ja. immer so, ne? Ja, ist immer Und Wie so. bei allem im wo finden wir Unicars? Da macht man nichts. Unicars ist, wenn sie den Stadtpark runterlaufen, die Straße Richtung Flughafen. Okay. Fährt aber auch der Bus lang. Der hält direkt okay. davor. Okay. Sind wir da durchgefahren vorhin? Nee, wir sind da noch nicht dran vorbeigefahren, okay. glaube ich. Nee. Okay, ja, wir machen uns dann jetzt mal auf den Weg zum DOL, sonst wird das hier alles zu spät, ey. Ja, klar. Ich bin auch echt fertig vom Flug, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Nee, dann macht es erstmal, damit er doch noch jemanden erwischt und dann sehen wir uns bestimmt morgen. Ja, Entschuldigung. Gell? Kein Problem. Dann euch noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Dito. Danke. Hat mich gefreut. Tschüssi. Ciao. Mich auch. Bis dann, ciao. Ja komm Bruno, dann machen wir uns endlich mal auf den Ja, Weg. let's go. Ich gucke einmal kurz in meine Karten-App. Mhm. Ja. Okay, wir gehen jetzt hoch bis zu der Hauptstraße, kleineren Hauptstraße. Dann gehen wir rechts, dann links die große Hauptstraße hoch und dann an der großen Hauptstraßenkreuzung wieder rechts. Ich folge dir. Ja. Ach Mensch, Bruno. Das ist echt cool, dass man hier direkt jemanden kennenlernt, mit dem man die Zeit verbringen kann. Ja, auf jeden Fall. Ist halt eine große Stadt, ne? Sonst bisschen einsam. Viele Leute, aber ich glaube, da bist du schnell mal einsam. Ja, ist halt eine Millionenstadt, ne? Ja. Und da musst du noch überlegen, das ist ja noch mehr als nur die Stadt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht irgendwann, wenn ich ein bisschen Geld beiseite geschaffen habe, ein Auto besitze, damit ich auch mobil bin, vielleicht aufs Land ziehe. Ja, würde mir auch gefallen, weil ich hatte genug Party und Trouble in den letzten paar Jahren. Ja, Das- man kann ja auch für die Arbeit pendeln, so ist ja nicht, ne? Genau. Und ich denke, wenn du, ja, Ja, hier müssen wir rechts. okay, Gehen wir mal auf den Bordstein, das ist besser. besser. Und weißt du, wenn du als DJ unterwegs bist, hast du es irgendwann gesehen, also in der Freizeit dann. Ja, Ist wenn Party machen der Beruf ist, dann brauchst du es in der Freizeit nicht auch noch. ja. Ach, guck mal, da ist die Polizei. Das ist schön. Ja, den kannte ich jetzt meinen Ausweis zeigen. Ich habe eine neue Brieftasche geholt. Ach, hast du jetzt eine neue Ja. Brieftasche geholt? Sehr schön. Das freut mich aber. Beziehungsweise geholt. Weihnachts- Ich habe da eine gefunden. Ich war da kurz, ja, um die Ecke Pipi machen. Und dann, ja, habe ich die gesehen da. Ach, Quatsch. Ist ein aber bisschen, der war leer, oder wie? ja. Okay. Bisschen eklig, aber Du Heilige, wenigstens guck's funktioniert dir sie. an. Siehst du das da? Was? Richards? Das sind die Filmstudios. Oha. Ah, Ich das werd hier verrückt. von hier kommen die ganzen, wie Nee, das ist heißen die ja- Filme? Vinewood. Winewood-Films. Oh, krass. Guck's dir an, ey, das ist ja Dass ich majestätisch. hier mal vor dran Deswegen stehe, steht ne? da auch Majestic, weil das majestätisch ist. Definitiv. Okay, wir müssen hier lang. Aber das- Ja. Meinst du, kann man da durchgehen, oder? einen kleinen Lünkerer machen. Jetzt habe ich dich nicht gehört, was? Mal einen kleinen Lünkerer reinmachen. Ja. Kurz ein bisschen Auge machen. Ah, sieht cool aus. Ich muss mal eben kurz den Burger noch reinhauen, den ich da noch in der Tasche ich habe. habe gerade zum Glück auch von der lieben Laila habe ich noch was zu trinken bekommen. Ich war fast am Verdursten, ey. Mm, Das war ja echt. Ja, lass es mir schmecken. Dankeschön.
Das ist ein Cheeseburger. Hm? Ja, sehr gut. Schön mit britischem Cheddar Cheese, ne? Hm? Irgend sowas. Da aus dem Flughafenjob noch. Ach du. Ach So. du Heilige. Was? Was war da? Der hat ja einen Drift hier gemacht. Das geht ja gar nicht. Das fand ich jetzt schon ein bisschen beängstigend. Okay. Du, sag mal, weißt du, wie das ist mit dem Führerschein hier in der Stadt? Das werden wir auch am DUL erfahren, denke ich. Okay. Lass okay. uns mal weitergehen. Ich denke, da werden sich schon sehr viele Fragen von uns klären. Okay. Falsche Stadt, ne? Ja, ich hatte gerade dieses Lied im Kopf. Ja. Ja. Was für eine Musikrichtung legst du eigentlich auf? Ey, alles querbeet. Das ist ja auch cool. Ja, weil ich feiere einfach die Musik und die Freude der Leute. Also ich bin, ist klar, gibt es Sachen, die mir persönlich jetzt besser gefallen und weniger. Aber am meisten Freude habe ich einfach, wenn die Leute das feiern. Also ich kann auch mal was auflegen, was die Leute nicht so mögen, ne? Ja. Was ich nicht so mag, Ach so, so rum. Ich dachte schon. Also ich bin gerade einmal kurz gestolpert. Hast du das gesehen? Ja, war knapp. Da bin ich am Bordstein hängen geblieben. Kurz gucken. So, da kommt keiner. Wir sind auch schon. Ja. Ist rüber hier. Also es wird für mich auf jeden Fall ein bisschen schwer mit dem Führerschein, denke ich. Wieso? Hier, jetzt mal rüber. Ach, ich sag's dir, wir haben doch, das weißt du nicht? Wir haben doch in Großbritannien Linksverkehr. Ah, Linksverkehr, ja klar. Ja. Deswegen. Ich Noch weiß gar nicht, ob noch du nie mal rechts gefahren. Ah, ja, einmal in Deutschland, als wir mit meiner Mutter ihre Mutter besucht haben, also meine Oma. Ja. Aber das war auch nur eine Kurzstrecke und es war echt komisch. Okay. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, man gewöhnt sich schnell dran. Ach, schau mal da. Vitamins. Und eine I Love Sprite Werbung. Ah ja, so ein Auto war Nochmal? nicht schlecht, ne? Es Oh, sind, Entschuldigung. es sind noch ein paar hundert Meter. Ich würde Okay. sagen so 300, 400. Die schaffen wir auch noch, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass das erste Ziel wird sein, eine Wohnung und dann ein Auto, ne? Oder ein Fortbewegungsmittel. Ja, ja, denke ich auch. Also Also ich wäre schon mit einem Fahrrad zufrieden, ne? Fahrräder kannst du auch kaufen. Ja, okay. Das habe ich schon. Ich habe auch gesehen, du kannst hier. Das habe ich im Internet gesehen. Es gibt so eine Erlebnistour-Sache wie Jochen Schweizer. Okay. So nur halt hier auf. So auf Amerika Abenteuer. Basis. Okay. Du kannst eine Quad-Tour machen und so. Ah, cool. Da könnten wir ja auch irgendwann mal dran ansetzen. Auf jeden ne? Fall. Wäre Aber auch ich was muss für mich. erstmal ein bisschen am Budget arbeiten, ne? Ja, das steht außer Frage, Ich ne? habe gerade noch zusammengekratzt, was da war, und das war nicht viel, ne? Ach, guck mal, da auf der linken Seite ist es doch schon. Department of Labor. Ah, da links meinst du? Ja, das ist Ah, nice. das. Steht doch dran. Ah, ja, Kannst du genau. sehen. Ich habe nur den Foodtruck gesehen. Wollen wir uns noch was zu essen holen kurz hier? Aber meinst du, der ist da gerade? Der Knusmann ist das doch bestimmt dann, oder nicht? Keine Ahnung. Sieht nicht so aus, ne? Ja, wenn auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, der ist nicht da. Nö. Nee. Oder das ist jemand anders. Das kann ja auch jemand anders sein. Vielen Dank, ja. Ja, muss ich Guten machen, Abend. also. Abend. Dann noch ein schöner. Gleichfalls. Ah, schauen Sie das an. Trabante. Wie in Deutschland. So ein Auto wird mir ja schon komplett reichen, so ein Trabant.
Absolut, ja. Ja, wie gesagt, schon ein Fahrrad wäre cool, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Da wäre ein Da Taxi. kommt ein Taxi, ja. Da stehen Fahrräder. Ja, Tatsache, aber ich glaube nicht, dass wir die nehmen dürfen. Ich habe ja einen guten Anwalt, ne? Angemeldet und ich komme Sie haben gesagt, ich soll eine E-Mail ja, ich weiß nicht. regelmäßig. Wieso, was gibt's noch? Okay, ja, vielleicht wäre das nicht schlecht für den Anfang. Einen wunderschönen guten Abend. Ja? Guten Abend. der Herr. Sie haben schon. Wie kann ich den Herrschaften weiterhelfen? Ja, wir sind frisch angereist und ja, nee, wir hab ich nicht. suchen Arbeit sowohl als auch Unterkunft. Und Ja. Sie möchten Sozialhilfe beantragen. Exakt. Genau, genau. Haben Sie Ihren Personalausweis und Ihre Kontodaten zur Hand? Genau, Vielen Dank. nein. Kontodaten. Bis Die Scheiße. Kontodaten habe ich vergessen aufzuschreiben. So, ich glaube, dann könnten Sie der Dame folgen, weil die wird jetzt die Straße entlang gehen. 200 Meter auf der linken Seite ist ein Geldautomat. Okay, Da Vielen können Dank. Sie sich die nochmal notieren und dann kommen Sie wieder und dann machen arbeiten wir wir das so. einfach mit den DOL-Mitarbeitern ab. Gar kein Ja, Problem. genau. Dankeschön. Alles Besten Dank. klar. Bis Dankeschön. gleich. Tschüss. Ja, komm. Ja, das war eigentlich klar, ne? Ja, das war aber auch schon wieder total schusselig von uns, Bruno. Jupp. Jetzt weiß ich, warum sie mir den Doktortitel aberkannt haben. Aber was heißt aberkannt? Da muss ich jetzt gleich nochmal nachfragen, ne? Ja, am besten, ja. Ey, und ich hatte vorhin beim Gespräch da bei der Einreise, ich hatte echt Glück, weil da ist irgendwie die Chefin reingekommen, die oberste Chefin. Und dann bin ich auf dem Teppich gestolpert und hab die weggeschubst, ne? Ach nein. Ich wollte mich so auffangen und hab die weggeschubst. Und das gab's war dann wirklich Stress, so, oder wie? ja, Dame meinte dann, ich wollte ihnen gerade den Stempel geben und... Guten Abend. Guten Abend. Mir wurde gerade gesagt, hier ist irgendwo ein ATM. Können Sie Ja. da weiter? Aus Folgen dem Sie, Grund wir sind eben folgen da. wir ihnen. Nein, aber wir sind eben schon vorbeigelaufen, Bruno. Ich habe den gesehen. Ah, okay. Folgen Sie uns einfach. Ja, danke schön. Hier lang. Ja, nee, So eine große Stadt. Ich bin das nicht gewöhnt. Ach, ich komme auch aus einer Großstadt. Ja, gut. Kennt man Wo eine, kommt- kennt man alle. Ja, naja. ah, da drüben, ne? Ich glaube, Amerika ist für sich ein ganz eigenes Thema. Ja, wahrscheinlich. Wo kommen Sie her? Aus Schottland. Ah, Sie sind eine meiner Artgenossen. Ach, kommen Sie her? Ich bin aus Großbritannien. Ach was? Ja, sowas. Birmingham. Ah, okay, ich komme aus Inverness. Inverness. Ah, sehr schön. Da war ich schon. Ja, Ja, ist schön klein. Also ich mag's da zumindest. ja. Ich muss einmal meine Kontonummer natürlich Ja, bei mich. ich nämlich auch. So, schauen wir mal. Da haben wir sie doch. Das sollte die sein, ne? Ich glaube, ich muss auch noch mal Geld abheben, ne? 187. So, die Dame? Nach Ihnen? Gerne. Danke. So, ja. Also ich habe mir meine Kontonummer notiert und nochmal kurz Geld abgehoben. Als wir einkaufen waren, da hatte ich nicht mehr wirklich was übrig. Nachdem ich mir die Jogginghose da mehrmals gekauft hatte, auszusehen. Und ich dachte, die sieht ja anders aus als die andere, aber das waren ja doch die gleichen. Also ist jetzt alles die du gerade trägst, ne? Ja, genau. Du hast ja auch eine von mir dann geschenkt. Ja, genau. So, Ja, dann Ja. auf zurück, ne? jawohl. Ich bin ganz froh, mir jetzt mal die Füße vertreten zu können. Ach, wir sind schon die ganze Zeit am Rumlaufen. Ja. Ja, wir waren schon beim LSPD. Ach so, ist was passiert? Ach nein, Quatsch. Mein Kumpel hier, der hat seinen Ausweis verschlört und brauchte einen neuen und dann war irgendwie doch alles wieder gut und ja. Oh, gut. Der Ja, ist dann aufgetaucht, der wurde wohl da bei LSPD abgegeben. Ach, schön. muss Ja. muss aber nachher trotzdem nochmal hin.
Ach nein, Ja. hör doch auf, Bruno. Ich muss irgendwie noch eine Akte anlegen lassen, weil die da am Flughafen Probleme hatten. Okay. Aber das ging natürlich vorher irgendwie mit dem Ausweis nicht und dann blablabla und ja. Ach, muss ich auch so eine Akte anlegen lassen? Wenn sie das am Flughafen nicht gemacht haben, keine Ahnung. Vielleicht. hat- Ich war glaube ich, die allerletzte heute am Flughafen. Ja. Und vor mir war tatsächlich ein technisches Problem mit den PCs. Also bei mir Okay. ging es dann aber wieder. Ja, wir hatten hier ein Riesenproblem. Also mit der du warst Security. ja Ja. der Erste, Ich James. war der Erste raus. Der Also Erste von raus dem war- her kann es sein, wenn sie dir nichts gesagt haben, kann es sein, dass es Die vor. hatten mir gesagt, haben Sie eine polizeiliche Vorgeschichte? Und ich sagte nein. Und dann haben die nicht weiter großartig was Okay, gesagt. Aber ich bin okay. mir auch nicht mehr 100% Ja, kannst sicher. ja gleich War mal mit Jetlag nachfragen. und so. Oha. Können ja gleich mal nachfragen beim Police Ja. Department. Ach du Heilige. Ist das ein Rapper? So, So. die Lady, Gentlemen, folgen Sie mir bitte. Ja. Gerne. Jawohl. Ach, guck mal, hier gibt's sogar einen Getränkeautomaten, Bruno. Ja, das sieht gut aus. Da können wir... Ah, Oh, Entschuldigung. Ich bräuchte eher was zu essen. Ich hatte heute nur 2 Donuts. Ja, ich hatte auch Ach, nur einen nein, Burger. das nicht. Ich hatte vorhin von einer guten, netten Dame etwas bekommen. Ah, okay. Es ist so Die Herren bitte dahinter. Ich hoffe, Ladies First ist für euch in Ordnung. Absolut. Ja, natürlich. Ich bin ein britischer Gentleman. Hey, für Hitze fast Komm, mit Bruno, komm mal da Eichelbrot. von der Tür weg. Du kriegst sonst die Tür gegen den Dötz. Ah, ja. Die ist abgeschlossen, alles gut. Ah, okay. Sollte von Ihnen jemand Durst oder Hunger bekommen, der dringend notwendig gestillt werden muss, sagen Sie bitte Bescheid. Ja, vielen Dank. Ja, vielen also Dankeschön. Hunger hätte ich schon, ja. Egal. Falls dringend notwendig und tschüss. Dank. Sind Sie mit dem Bus gefahren? Ja. Da haben Sie bestimmt den irischen Busfahrer doch gesehen, oder nicht? Aber ich habe ihn nicht gefragt, wo er herkommt. Also eigentlich konnte man es sehr gut an seinem Akzent erkennen. Oh, ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin einfach so überwältigt von all dem hier gerade. Ja, wenn man aus Ivanhoe kommt, ne, und dann in eine der größten Städte Amerikas zieht, dann ist das ja selbstverständlich. Ja, ja. Ja, wie gesagt, Birmingham ist jetzt auch nicht die allergrößte Stadt Englands, aber schon ziemlich groß. Mhm. Also, ich finde das Wetter hier wahnsinnig. Also, ich bin ja auch tatsächlich wegen dem Sonnenschein hierher gekommen. Aber es haut mich schon ein bisschen um. Liegen die Schotten, so wie wir Briten, nicht extrem schnell Sonnenbrand? Ja, Geht mir als Schweizer nicht anders, ne? vor allem mit den roten Haaren. Meine Haut ist, ja, empfindlich. Bruno, Ja. sprichst du eigentlich auch Französisch? Oder? Ja, naja. Mehr schlecht als recht, ne? Ja, zum Glück habe ich mir mein Deutsch noch sehr verbessert. Das ist zum Glück so. Dank meiner Mutter. Wow. Ja, meine Mutter kommt aus Düsseldorf in Deutschland. Ach so, okay. Die ist nicht stämmige Britin, so wie mein Vater. Ach Bruno, ich hätte dir das ja noch gar nicht erzählt. Ach Bruno, nimm doch wieder den Fuß von der Wand. Du kriegst doch wieder Ärger. Ich bin müde, echt. Ja, ich weiß, aber wir müssen halt alle durch. Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, Bruno, was mein wolltest du sagen? Vater, weißt du, was der vom Beruf gemacht hat? Nee, Der war Büchsenmacher. Ne? Büchsenmacher. Ja. Der hat auch für die Polizei des Öfteren gearbeitet. Ich stelle mich jetzt hier an. Sonst ein bisschen unverschämt. Ja, und du errätst nicht, mein Vater, der war ja immer sehr humorvoll, ne? Ja. Du hast einen versucht zu erraten, wie das Waffengeschäft meines Vaters hieß. Da wirst du nicht drauf kommen. Warte mal, lass mich nachdenken. Irgendein Namensspiel mit deinem Namen? Das ist ein Wortspiel mit deinem Namen? Ah, nein, nein. Nee. Das war einfach was Bescheuertes. Mein Vater ist ein bisschen... Keine Ahnung. Knall und weg. A good British gun makes a lot of fun. Ja. Alles klar. Also dein Vater war Brite, ne? Ja, mein Vater ist Brite. Okay.
Meine Mutter ist wie gesagt Deutsche, aber auch mit britischen Vorfahren. Ah, okay. Bruno, was hast du eigentlich für einen Schulabschluss? Das würde mich ja auch mal interessieren. Ja, du, normale Schweizer Realschule. Ah, ihr habt ja dieses System mit diesen verschiedenen Schultypen, ne? Genau. Das- Also es ist nicht ganz so das- krass wie in Deutschland, weil bei uns hast du eigentlich die Real und die Sekundar und that's it. Ja, wir haben ja nur die Low Grades, dann haben wir die Middle School, die High School und das College, ne? Oder University, Ja. je nachdem, wie man es nennt. Meistens sagt man bei staatlichen Einrichtungen University und bei den privaten Colleges dann Okay. sagt man dann College. Und bei uns, ich weiß ja nicht, ich glaube bei euch heißt es Abitur, ne? Nee, in der Schweiz nicht. Wie heißt es in der Schweiz? Das ist einfach die Abschlussprüfung so. Okay. Ja, bei uns sind es die A-Levels. Okay. Ja, da habe ich schon sehr gut abgeschnitten damals. Und dann musste ich halt irgendwas damit anfangen, ne? Ja, auf jeden Fall. Was Und sind Sie? Sie denn von Beruf? Ich bin eigentlich Doktor der Pädagogik. Oh, schön. Ich habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fakultät für Pädagogik an der University of Birmingham gearbeitet. Oha, okay. Und Sie? Ach, naja, also mein Werdegang ist jetzt nicht so besonders. Ich war Verkäuferin in einem Souvenirshop und Bikeverleih. Klingt cool. Ja, Ja, war auf auch jeden Fall was abwechslungsreich, Interessantes. ja. Aber ich habe schon ein ganzes Leben hinter mir. Ich habe schon 3 erwachsene Töchter und dachte mir, jetzt wird's Zeit für was Neues. Ach, wie alt sind Sie denn? Sie sehen noch gar nicht so alt aus. Dankeschön. Ich bin auch hier 66. Ach. 53. Ach, Sie sind von 66 und sind 53 Jahre Ja, alt. also Jahrgang 66. Ich Ja, dachte also wie erst, Sie wären 66 sieht sie jetzt nicht aus. Nein, nein, das nicht, nee. Aber die ersten grauen Strähnchen lassen schon durchblicken. Ja, so, nein, Quatsch. Ja, doch, doch. Sie haben noch volles Der rotes nächste Haar. bitte. Die Dame? Ja, wir hatten das ja schon geklärt, wir sind beide 29, ne? Exakt. Nur du bist ein Jahr jünger noch als ich, ne? Genau. Ja, nicht ganz, aber Ja. Wann hast du Geburtstag? eigentlich- Was nee, hast du eigentlich gesagt? bist Im du bist, November, ja ne? du bist ja nur 2 Monate. Ja, 2 Monate. Schau dir das an. Ach, ist das herrlich. Ah, schön hier. Ja, Aber auch viel los hier, ne? Im für Department. mich wäre so ein reiner Bürojob wäre für mich gar nichts, ne? Also Boah, nee, du. ich muss schon den Zusammenhang zu den Menschen haben, ne? Ja, Das absolut. ist halt wieder das, was mich aus der Pädagogik auszeichnet, ne? Ja, und ich Aber habe nach der Schule eine Verkaufslehre gemacht noch, Ach so. weil ich musste ja irgendwie erstmal Geld verdienen. Also ich habe zwar mit 14 Jahren schon aufgelegt, aber da musste ich erstmal, ja, lange lernen und üben und reinkommen und ja, Ja, natürlich. Ist klar. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen gelernt, ne? genau. Und ja, Verkauf war okay, aber war jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Also Davon- ich sag's ja auch, wie es ist, ne? Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Das war auch langjährig eine Art Traum, nicht. Es war so das, was ich machen wollte, ne? Mhm. Mein Traum war es eigentlich immer, tatsächlich zum Radio zu gehen. Und da bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht doch noch hier in Angriff nehme, wenn es mit dem Anwalt nichts werden sollte. Wäre doch eine Idee. Weil ich habe gehört, die So als machen hier Plan wohl B? demnächst einen neuen Radiosender auf. Das Okay. habe ich noch mitbekommen. Vielleicht brauchen sie da auch DJs, ne? Das könnte auch gut sein. Da müsstest du dich mal erkundigen. Da Ja, könnten wir uns vielleicht zusammen mal erkundigen. das können wir machen, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich bin echt müde langsam. Das lange Stehen immer. Und ich bin so, wenn ich nicht am Auflegen bin, beim Auflegen geht das, da kann ich mich bewegen und tanzen und machen und tun, aber einfach so rumstehen. Ja. Was ich dir gerade noch sagen wollte, ist, was viele halt verwechseln, ne? Die sagen immer, der hat einen Doktor, der ist ein Doktor in Pädagogik, ne? Pädagogen, das ist doch voll einfach, einen Doktor zu kriegen. Aber viele wissen gar nicht, was alles zur Pädagogik dazugehört, ne? Ja, das glaube ich sofort. Und zum Beispiel, ich mache ja Didaktik und Methodik. Ja. Und die Didaktik ist die Lehre vom Lernen und vom Lehren. Und Methodik ist, wie führe ich das Ganze aus? Okay.
So, und das heißt im Endeffekt, ich habe an der Universität habe ich Lehrer zum Teil im Studium gehabt. Die machen dann ganz normales Lehramtsstudium und da haben die halt ein Unterfach, wo ich die drin unterrichtet habe. Okay, ich gehe dann mal. Ja, viel Spaß. Oh, der Herr war so nett und hat mir ganz viel Essen gegeben. Super. Oh, super. Oh, so ein Burger. Uah. Ja, hatte ich vorhin auch, aber noch so aus dem Flughafen. Einen guten Appetit, ne? Dankeschön. Der erste Burger in Amerika, so muss es sein. Ah. Gut, meiner aus dem Flughafen war jetzt nicht so, naja. Ich habe im Flughafen nur Donuts gegessen, ist wahrscheinlich auch nicht das Beste. Ja, ich glaube, da werden wir noch bessere finden, ne? Ja. Was haben Sie denn gemacht, bevor Sie hierher kamen? Ja, ursprünglich mal Verkauf gelernt auch tatsächlich. Ah, okay. Und dann habe ich die letzten 15 Jahre habe ich als DJ gearbeitet. Oh, Also cool. beziehungsweise ich bin seit 15 Jahren DJ und habe seit 10 Jahren als DJ gearbeitet. So. Wow, spannend. Ja, geht. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Bruno. Bruno Moser. Und Sie sind? Martha McKenzie. Martha McKenzie, freut mich. Wissen Sie denn schon, wo Sie die heute Nacht unterkommen? Absolut keine Ahnung. Ja, also ich war vorhin am Stadtpark und da hieß es, es gibt mehrere Hotels. Mhm. Ja, ich glaube, da muss ich mir dann nachher einen nehmen. Und wo denn so oder wo findet man die? Das sind tatsächlich mehrere. Okay. Ja, Also so an jeder zweiten Ecke wahrscheinlich hier in der ja so um großen den Stadt. Ne? Stadtpark rum wohl schon, ja. Okay. Die sind runtergerannt. Okay, was ist denn los hier? Alles klar. Ich will eben auch fragen, wie es hier aussieht. Ich habe da vorhin im Bus was gehört wegen Sozialwohnungen. Oh, okay. Da muss ich gleich nochmal nachfragen, weil ich habe da eine Dame im Bus getroffen, die sagte was, dass es da irgendwie so vergünstigte Wohnungen gibt. Okay, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Eigentlich wollte ich mir ja eben ein Hotel suchen, weil auf der Start auf der Tasche liegen ist schon unangenehm, finde ich. Ja, absolut. Aber so für den Anfang, ja, was will man machen, ne? Ja, klar, natürlich. Der amerikanische Traum von ganz unten Ja, sich hocharbeiten. genau. Kennen Sie zwei sich eigentlich? Ja, seit heute im Ach Flugzeug. so, okay. Ja, könnte ja sein. Ja, wir sind tatsächlich im selben Flieger angekommen. Okay. Ja, ich habe mich im Flughafen auch mit zwei Leuten angefreundet, die sind aber beide leider abgelehnt worden. Oh, scheiße. Ja, schon traurig. Wissen Sie warum? Ja, also der eine, ganz ehrlich, der hat Drogen und Kinder geschmuggelt. Also What unwissend, the er war LKW-Fahrer. Okay. Aber naja, gut. Wahrscheinlich ist es denen doch zu heikel. Mhm. Und der andere hat seinen Ausweis nicht gefunden, wie Sie auch. Deswegen Ah, wundert es shit. mich eigentlich. Ja, ich habe den Ausweis, am Flughafen hatte ich ihn noch. Ach so, okay. Ich habe dann erst, also den Reisepass hatte ich da noch. Mhm. Und dann haben sie mir den Ausweis gegeben und dann habe ich eine Zeit lang habe ich den irgendwie nicht gefunden in der Okay. Brieftasche. Und Ja. als ich ihn dann wieder gefunden habe, konnte ich ihn nicht mehr rausnehmen aus der Brieftasche. Hat er sich da irgendwie ganz komisch verkantet. Okay, Und ja, jetzt mittlerweile alles wieder gut. sehr schön. Ja, ich bin ganz froh, dass bei mir alles einfach einwandfrei lief. Ja, ich denke, es lag wahrscheinlich daran, dass die amerikanischen Ausweise sind ein bisschen breiter, habe ich das Gefühl. Ja, das kann sein. Und dann stecken die schnell mal fest irgendwie in unseren kleinen europäischen Ja, ja. Brieftaschen. Ja, generell die ganzen 1-Euro-Scheine, ne? Das ist ja schon. 1-Dollar-Scheine. Ja, Bruno, meine du ich. kannst, ne? Wie? Du kannst, Bruno. Ja, schön, danke. Aber guck mal, warte. Ja? Das ist der Herr Knussmann. Oh, cool. Den hatten wir ja schon vorhin. Klein ist die Welt, ne? Ja, klein. Hallo, Hallo, guten Tag. guten Tag. Ich bräuchte einmal Ihren Personalausweis. Mhm. Der wohl aus Deutschland, aus dem Ruhrgebiet kommt. Und der ist Inhaber eines Foodtrucks. Bitteschön. Herr Moser. Genau. Aus dem Ruhrgebiet. Nee, ich glaube, das ist nicht aus dem Ruhrgebiet. Er sagte irgendwas von Curry. Ah. Dann bräuchte ich einmal Ihren Geburtsort. Ja, ich Das wäre Bern in der Schweiz. Ja,
Geburtsdatum stimmt auch wie auf dem Perso, 27.01. Genau, 27.01.91, jawohl. Dann bräuchte ich einmal Ihre Kontonummer. Das wäre die 187 Ja, 551 ja. 86. Dann Ihre Telefonnummer. Ja, muss ich kurz nachschauen. Das wäre die 555 603 029. Perfekt. Haben Sie beruflich vorher gemacht? Ich war DJ in der Schweiz. Scheiße. Wollen Sie da weiter tätig werden oder wo wollen Sie hin? Ja, wenn es irgendwie möglich wäre, wäre das mal das Ziel bald mal, ja? Klar. Sehr schön. Dann kriegen Sie einmal Ihren Perso wieder Dankeschön. und einmal eine Chipkarte zum Einstempeln. Seid ihr schon durch Ja. mit der Okay, Zeit, oder? danke. Jetzt können Sie nochmal die anderen beiden Herrschaften herbringen und dann machen wir alles gesetzlich. Alles klar. Okay, Macht dankeschön. es ja gleich. Der ist, glaube ich, sowieso fertig. Ah ja, Wir sollen alle nochmal kommen, kurz. okay. Okay. Weil ich mich das so... Ja, ich bin wegen Sozial... Ich brauche Sozialhilfe. Hallo? Hallo? Wow. Hallo? Bitte einen ja jetzt. Ein Was kann ich unverschämter helfen? Mitarbeiter. Hallo. Ich möchte gerne Sozialhilfe haben. Sie wollen Sozialhilfe. Ja, bitte. Gehen Sie runter und stempeln sich einmal ein, dann kriegen Sie Sozialhilfe. Alles klar. Ja, mach das. Komm ich hier durch? Einen Moment. So, super, danke schön. Schön. So, gut. Sie haben jetzt alle eine Chipkarte. Ich belehre Sie einmal und sag Ihnen, wo Sie sich gleich einstempeln und wie viel Geld Sie kriegen. Also, Sie brauchen sich gleich unten nur einmal einstempeln, danach nie wieder. Okay. Ja? Okay. Sie Okay. kriegen $40 jede Stunde, wo Sie wach sind. Das Okay. wird dann 18 Uhr und 24 Uhr auf Ihr Konto überwiesen. Wenn Sie einen Vollzeitjob oder ein bezahltes Praktikum machen, müssen Sie sich bei uns melden, dann müssen wir Ihre Akte ändern. Ja, oder in den Akten was notieren. Wenn Sie ein unbezahltes Praktikum machen, müssen Sie auch Bescheid sagen. Dort aber nur, damit wir Bescheid wissen, nicht, dass es heißt, Sie würden da irgendwie schwarz arbeiten oder ähnliches. Okay. Ja? Oder Ja. wann ist das ein Vollzeitjob? Vollzeitjob ist Frage. Eigentlich, sobald Sie bei einem Unternehmen arbeiten. Okay, alles klar. Also gibt Ja. es da nicht Teilzeit, Vollzeit, die Unterscheidung, weil Sie das so sagen? Nee. Okay. Also es Einfach gibt auch, sobald man arbeitet. genau, wir unterscheiden aber in Großgewerbe und Kleingewerbe. Mhm. Große Gewerbe kriegen keine Unternehmenshilfe mehr. Kleine Gewerbe kriegen noch Unternehmenshilfe und dort ist es auch $40 die Stunde. Okay. Okay. Ja? Okay, interessant, ja. Sie dürfen natürlich nebenbei arbeiten, neben der Sozialhilfe, und zwar an Minijobs. Dort können Sie dann bis zu $450 am Tag dazu verdienen. Okay. Oh, das ist ja ordentlich, ja. Ja. Klingt gut. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wenn jetzt noch weitere Fragen von Ihnen sind, können wir die jetzt klären. Ich hätte gerne mal gewusst, ich habe da was aufgeschnappt im Bus bezüglich Sozialwohnungen. Können nur die in der Einreisebehörde vergeben. Die hatten irgendwie technische Probleme heute. Ja, da können wir nichts machen. Okay. Klärt man das dann auch in der Stadtverwaltung oder ist das jetzt eventuell durch? kann ich Ihnen aber nicht ja sagen. Wenn Sie da Okay. vielleicht mal nett nachfragen, kann man das eventuell machen. Nebenbei vom Personalausweis her ändern lassen. Kann man ruhig mal nachfragen, aber ich kann Ihnen nichts sagen. Und Ne? Wie gesagt, die einzige Behörde, die das kann, ist die Einreisebehörde. okay. Das kann Okay. auch kein Immobilienmakler. Mhm. Ja. Und da Okay. wären wir beim nächsten Thema, so sonstige Unterkünfte, Wohnungen. Günstige Also- Hotels. Also Wohnung Hotels. gibt es. Es gibt auch einen Immobilienmakler, der kann aber momentan noch keine Wohnung vergeben. Das heißt, Sie werden ihn anrufen, fragen ihn. Vielleicht weiß er, wo eine Wohnung ist. Ich vermute eher nicht, weil da gefühlt pro Tag 40, 50 Leute anrufen. Oh. Mhm. Ja, ja, bei über 800 Sozialempfänger ist das schon Wow, ja. große Anfrage. Das ist schon eine ne? Nummer, ne? Ja. Das stimmt schon. Und wie gesagt, wir können leider hier nichts mit Wohnungen zu tun. Also wir haben damit nichts zu tun. Wir sind kein
Makler oder ähnliches. Okay. Gut, weil wir wurden immer hier bei eigentlich so gut wie allem, was auf uns zukam, aufs DOL verwiesen. Ja, das ist typisch von denen, aber wir sind hier eigentlich nur für Sozialhilfe, also Unternehmenskonzepte in Anführungsstrichen, Businesspläne. Können Sie hier einreichen bei uns, schicken Sie zu, wir bearbeiten sie mit Ihnen zusammen und Sie müssen die einmal vorstellen und wir leiten die weiter zur Stadtverwaltung. Okay, dazu hätte ich eine Frage. Ja, Wir nehmen mal an, ich möchte ein Business gründen. ja. Das ist alles legitim und so weiter und so fort. Gibt es dann die Ich Möglichkeit, will das Business gründen, ich will den Club. ein Darlehen zu bekommen? Gibt es eine extra Firma, LS Investment heißt die das dann mit ihm bespricht. Da müssen Sie Ihr Konzept dann auch nochmal vorstellen. Ah, Und okay. das wird alles dort geregelt. Es gibt keine Kreditinstitut, es gibt keine Bank. Wir sind auch keine Bank. Es läuft alles über LS Investment. Und Autos gibt es eine Leasingfirma. Ah, cool. Es gibt eine Leasingfirma, also die ist aber für jedermann. Nee, nur für Unternehmen. Nur für Unternehmen. Ja. Also auch wenn ich beispielsweise als freier Anwalt arbeiten würde, könnte ich mir Dann ja. Das Okay, glaube ich okay. würde gehen, ja. Als DJ? Nee, nur wenn Sie ein Unternehmer sind. Das heißt. Ja, also wenn ich viele selbstständiger DJ bin, so. Dann geht das. Okay, okay. Aber Sie Ah, ja. müssen halt Ihr eigenes Gewerbe haben. Okay, genau. Also muss Ja, man das verstehe. als Freiberufler dann anmelden. Nicht anmelden, ich würde Ihnen dann die Telefonnummer geben, dort schreiben Sie eine SMS, dann werden Sie wahrscheinlich eingeladen, da müssen Sie sich einmal auch nochmal vorstellen und der wird Ihnen dann alles weitere mit Ihnen machen. Okay, Ja, das also- klingt ja schon mal gut. Man kann nicht einfach von hier auf da einfach so einen Waren kriegen, sondern man muss sich wirklich vorstellen, eventuell sein Unternehmen oder was man macht. Das gleiche Ja, ist bei ist- Alice das ist Investment klar. auch. Ne? Alles klar. Ja, Auch das ist ja klar, Logisch. Businesspläne, die wir dann weiterleiten, die müssen wir auch vorstellen etc. Das ist, manche denken, das ist ein einfacher Weg, aber das ist es leider nicht. Ja. Ja, ist ja auch, geht doch auch um Geld, ne? Richtig. Man will ja hier auch nicht jeden Hans und Franz Das ist ein klar. Gewerbe geben, ne? Das kommt Absolut. ja auch noch dazu. Das stimmt, das stimmt. Okay, ich hätte keine weiteren Fragen mehr. Ich Die hätte Dame und der tatsächlich Herr? noch eine. Bezüglich meines Jobs oder meines alten Jobs, können Sie mir da irgendwie Auskunft geben, wie es in der Stadt aussieht mit Clubs oder mit DJs etc.? So dass, Unicorn hat schon, Unicorn sei schon, Tikilala hat schon auf. mhm, Ich sage Ihnen aber nicht, die können da vorgehen und sich bewerben, das dürfen wir nicht. okay, Ja, ich sage Ihnen nur, welche schon aufhaben. alles klar. Also Tikilala hat auf, Unicorn wird irgendwann aufmachen, das ist Mhm. noch gerade in Planung. Und Bahamas Mamas, das dauert aber eventuell auch noch ein bisschen. Ansonsten gibt es ein paar Eventagenturen. Mhm. Schreibt mal mit da. Dort können Sie, ja, die gibt es auch. Okay. Ansonsten Dankeschön. haben wir halt Stellenausschreibungen auf unserer Homepage. Genau, habe ich gesehen, ja. Können wir intern keine vermitteln. Wir arbeiten nur über die Stellenausschreibung. Okay. Ja. Also, ja, wunderbar, Dankeschön. Sonst noch irgendwas? Nein, danke. Die Dame? Nee, passt, danke. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal runter. Mhm. Ein Zeichen, wo man sich einstempelt. Jawohl. Zur Seite. Ach, du Heilige. Das So. war aber athletisch. Ja. Wer hört denn hier diesen Russen-Techno? Sagen Sie mal, ist dieser bunt gekleidete Typ ein Rapper? So. Gut. Dann nehmen Sie einmal Ihre Chipkarte und packen Sie das auf das Gerät hier vorne. Und dann sind Sie eingestempelt. Das war's schon? Das war schon. Einmal, nie wieder, außer Sie melden sich um bei uns oder ähnliches, aber das kriegen Sie dann später mit. Super, vielen Dank, das war ja einfach. Super. Ja. Herr Shelby, Ja. sind noch nicht eingestempelt. Doch. Dürfen Sie Nee, es nochmal? schau mal. Entschuldigung,
Ich habe 800 vorhin gesagt, es sind 1000 schon. Jetzt passt es. 1000 Sozialempfänger schon. Ja, Eieiei. Ui, runde Zahl. Gut, aber so in einer Millionenstadt ist das ja nicht so viel, oder? es geht, Geht. aber es kommt ja immer mehr. Ja, okay. Nach der Wirtschaftskrise kommen natürlich ein paar mehr immer, ne? Absolut. Okay. Ich Dann- wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh, was ist denn da los? Komme ich hier durch? Entschuldigung. Ausland bleiben schon. Okay. Ist das die Was Polizei? machen die denn da? Oder ist das eine Sportmannschaft? Ein Fußeinsatz? Eine beschissene Zeit. Du Fußeinsatz. Okay. Ja, Bruno. Ja. Also ich würde ein Hotel am Stadtpark suchen. Und da soll nämlich auch die Stadtverwaltung sein. Das ist nämlich für mich das auf jeden Fall das Klügste. Okay. Ja, ich glaube, ich mache mich noch mal kurz auf den Weg ins PD und gehe dann auch irgendwie ins Hotel noch. Mal langsam. Okay, du willst noch zum PD? Ja, ich möchte das erledigt haben. Warte, ich glaube der Foodtruck hat auf. Komm mal schnell. Oh ja. Deutsche Spezialität. Wow, wow, wow. Achtung, Achtung. Ah, okay. Wunderschön Reihe am Foodtruck anstellen und sich was zu essen holen. Wer ein Sauerstoffzelt braucht, bitte melden. Herr Knussmann. Die Schwarzen kriegen was zu essen, das zahle ich gleich. Einfahrt. Alles klar, sollen wir auf. Warte. Ja. Dann sagen Sie das dem Hannes einmal, der macht gerade die Bestellung, ne? Ja, wollt ihr euch schon verschiedene Richtungen aussuchen, in die ihr lauft, oder Herr Security. So, Sie kriegen jetzt Pommes-Schranke, Würskis und Limonade. Ja, der Pommes-Schranke mit Mayo Ketchup, ne? Wollten Sie? Eine Wurstbrust mit irgendwie für die Dame. Oder nicht? Kollegen, müssen mal kurz an der Seite hier gehen. Ja, einmal jede Schlange bilden, ne? Also hier, der Kollege weiß jetzt zuerst, ne? Männer, einmal links um. Jo. Ach, Jo, wie viel gibt's denn? Bruno, da hast du dich ja gut vorgemogelt. Aber da wäre der Bus, ne? Okay, Orientierung. dann machen wir das gleich, ne? Ich Das mach ist mal richtig. erst den Bus, ne? So, der nächste erstmal hier. James. Hi. Ja, ziemlich Jo, laut. Was hat der Herr Sky genommen? Eine Da wäre der Bus, ne? Werden wir dran arbeiten und werden wir $18, weiter ne? ausbauen. Mit Limo hat der genommen Ja. und Pommes Mayo. Oh, das ist der Bus Okay, wie viel macht das? Ja. Das macht $18. Ja, dann nehme ich das Wollen wir den Bus nehmen? Okay. Ja, aber ich würde gerne noch was essen, ne? Ja, aber dann ist er weg, ne? Frag mal den Busfahrer. Ja, Ich hab hol. den Platz Der frei. Okay. sonst da lang. Oh, danke, danke. Abend. Abend. Wie lange stehen Sie noch hier? Ich würde jetzt losfahren. Ah, scheiße. Weil Wieso? wir wollten uns noch ganz kurz was zu essen schnappen und dann einsteigen. Dann machen Sie schnell. Dankeschön. Ich höre die Bestellungen nicht. Danke. Entschuldigung. Okay, der Herr wartet kurz, aber wir müssen pressieren. So, Ja, der okay. nächste bitte. Ganze Gruppe. Ja, links wunderschönen rum guten und dann Abend. anstellen am Foodtruck. essen Also und ich trinken. hätte Geht aufs Haus. gerne einmal die Wurstpumpe. Ja, mein links, Jo, ihr mit, links. Soll ich jetzt für dich noch die Pommes mitdenken? mit Mayo und Ketchup? Oh, mit Ketchup, kein Mayo, danke. Okay, Und okay, dann ein vorrücken, Moment. Essen fassen. Das macht $12. Komm Okay. so mal an der Seite hier, ne? Ja, Das ja, ist ich- jetzt schräg, ne? Ah, da haben Sie recht, das ist echt nicht schön hier. Bezahlt ich schon. So, dann wollen Das wir ist- mal wir danken $12, Ihnen sagten sehr. Sie. Jo. Einmal $12. Entschuldigung, sind Sie vom Militär? Warten Sie. Oh, Nicht mehr. Ich bin ja. warte, ich warte. Okay, es hat sich so angehört, so militärisch hier. Da Könnte sind man noch mal- meinen. Da sind nochmal 5 Was ist es denn extra dran? als Oh, Trinkgeld. danke, Sicherheit. Weil, wir, weil, Ach so, weil der Herr okay. Knussmann, wir haben vorhin schon gequatscht. James, der war ich sehr steig, fang in den Bus, ne? Ja, steigt nicht schon wieder. Ja, kein Eine Problem. Wurstpumpe, Ich steig, fang in den die Bus. Pommes nur mit Ketchup, bitte. nett. Ich dachte, der wartet kurz. Ja, ich weiß nicht wie lange. Ich steig ein. Dann mach Pommes Komm Mayo. nach, komm nach. Entschuldigung, der Herr. Danke, der Herr. Der Herr kommt gleich, ne? 2 Sekunden. Knopf links von der Tür fest zu drücken. Ja, ja. Ich warte noch, der Herr kommt gleich da.
2 Sekunden, er nimmt gerade das Essen entgegen. Ich habe jetzt drauf verzichtet, geht mir zu lange. Okay, alles klar. Danke fürs Warten, ne? Danke fürs Warten. Alles gut, das wollte gleich wieder raus. So, Junge, da, mach hinne, James. Ah, die Würstchen braun in der Zeit, bis sie braun werden. Ja, sieht so aus. Aber der redet halt auch gerne, ne? Mein Gott, haben die Kundschaft. Der ganze Marriott-Team. Ach du Alter. Ja, was sind das für Leute? Sicherheitsdienst. Ah, okay. Aus irgendwelchen Gründen hängen die den ganzen Tag nur beim BOL ab. Keine Ahnung was. Okay. Die arbeiten doch im BOL, oder? Das BOL hat doch einen eigenen Sicherheitsdienst. Ja, das kann auch sein. Warum die beim BOL so viele Leute brauchen, weiß ich gar nicht. Oh, ich glaube, da gab es am Anfang mal Spliss, habe ich gehört. Was ist der Herr, der da jetzt steht, auf den Sie warten? Der mit dem Brown da. Er war eigentlich gerade dran, ne? Ah, komm, ich gehe ihn kurz holen. James, der Bus. Ich komme. Guten Tag. So, wir können, ne? Ja. Wunderbar. Danke nochmal, ne? Alles gut. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Möchtest du dann gleich was abhaben von mir, Bruno? Ja, gerne, wenn du was über hast. Ja, wir können ja teilen, ne? Klar, gerne. Wenn es geht, aufpassen, weil den Ketchup kriegt man aus den Sitzen nicht mehr raus. Nee, wir teilen mich hier drin. Ich hab das Also, so okay. verpackt. Dann ist ja alles gut. Hab jetzt zum Mitnehmen bestellt. Okay. Was sind jetzt so die nächsten Stationen? Bin wohl zu leise, ne? Der Busfahrer. Ja, bitte. Was ist die nächste Station? Rhein und West. Halten wir noch im Stadtpark? Ja. Wie viele Stationen ist dort? Jetzt ist noch Dry. Okay. Stadtpark Nord noch halt. drei Stationen. Okay, und zum Police Department? Fahren jetzt Nick die Kreuzung ab und dann zum Police Department wieder. Ja, okay. Musst du länger fahren. Ja, ja. Kannst du lieber zum Stadtpark und dann von da aus. Ja, Nächste ja. Haltestelle. Suburban. Ach, guck dir das an. Da ist dieses Schild. Winewood. Wo? Ja, schau Ich mal, sehe es das ist nicht. ein Bus, Ah ja. Das ist meine Station. Alles klar. Ach, ist das herrlich hier. Herr Busfahrer, wo finden wir denn eigentlich, wenn wir mal so Sightseeing machen möchten? Ich glaube, der ist ausgestiegen kurz, ne? Ach so, der hört mich gar nicht. Ja, ist ja schön. Ach du Heilige, guck mal hier rechts. Hightime. Ich werde nicht mehr. Herr Busfahrer. Bitte. Wo finden wir denn so Sightseeing-mäßig den Walk of Fame? Wenn Sie jetzt links einmal hochgehen, 2 Blocks weiter. Ah, cool. Müssen wir auch uns mal anschauen, oder? Unbedingt. Ja, wir haben mal überlegt, ob wir die Linie da oben lang verlegen. Weil da ist auch das Tequila La, die Bar und das Café. Das ist ein sinnvoller Da Barrel. könnte man sich auch mal ordentlich einen reintrinken. Das Tequila Lala, ist das eine Bar oder ein Club? Oder? Das ist eine kleine Bar. Okay, okay. So einen großen Nachtclub in dem Sinne gibt es nicht? Aktuell ist mir keiner bekannt. Okay. Könnte sein, aber weiß ich nicht, müssen Sie mal umfragen. Okay. Ich will DJ werden, ich brauche einen Club, sonst tue ich mich eigen auf. Sind Sie schon lange Busfahrer? Seit Donnerstag. So, jetzt habe ich es sehr langsam gesehen. Ja, ich bin Praktikant. Ja, ich nur schnell einreisen.
Jetzt sind wir schon irgendwie Schon einen Bus. 4 Stunden dran. Mein eigener Bus ist ja nicht. Ja, ich schneide das da ein bisschen zusammen Ja, für euch. okay, Darf allein. So die erste Folge, aber nachher gibt es die ganzen So, einer Streams. wollte hier raus, ne? Ja, ich hol dir. Ja! Genau, $5 dann bitte. Ja, pro Person. Oh, Entschuldigung. Also $5. $5, genau. Voilà. Vielen Dank, Dankeschön. Schönen Abend. Dankeschön. Oh. Herr Busfahrer. So, Herr Busfahrer. Hallo? hallo? War noch was? Ja? Ja, Herr Busfahrer. Ja, bitte. Wissen Sie, wo hier die Stadtverwaltung ist? Stadtverwaltung. Ach, Ja, das wäre ganz gut zu wissen mal. Ich weiß gar nicht, ob die da so einfach hinkommen. Mir Ja, wurde wo die ist, gesagt, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Ah, okay. Ja, vielen Dank trotzdem. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, und nun? Ich glaube, da musst du mal per E-Mail nachfragen. Ja gut, ich wüsste jetzt aber auch nicht die E-Mail, ne? Steht vielleicht da auf der Homepage irgendwo. Beim DOL oder keine Ahnung. Sollen wir mal gucken, ob wir hier noch Leute finden? Ja. Sieht aber leer aus. Wie spät haben wir es eigentlich? Sollen wir erstmal hier was essen? Ja, bei mir geht noch, aber wenn du noch was da hast. Wenn du jetzt mehr genommen hast, gerne. Ja, komm, dann gebe ich geb dir die Bratwurst, dann esse ich die Pommes-Schranke. Ah, geil. Hier. Oh, lecker. Dankeschön. Hm. Oh, geil. Ist sie so schnell weg jetzt? Jetzt ja. So. Boah, macht echt gutes Essen, das muss man ihm lassen, Ja. ne? Wie hieß der? Knussmann, ne? Knussmann, ja genau. Okay. Knussmann, Herr Knussmann. Da muss ich mir merken. Mhm. Ah, so, aufgegessen, ne? So, ich habe mir noch ein Bierchen gekauft für später. Hätte ich gewusst, dass du nicht bestellen willst, dann hätte ich dir eins mitbestellt. Ja, war ein spontaner Entschluss, weil ich denke, der Bus hätte nicht so lange gewartet. Komm, wir gucken uns mal um. Ja, ja. Was ist das denn? Also ich hoffe nicht, dass ich da gerade in Pisse getreten bin. Ja, ich hoffe es auch nicht, du. Aber so Stadtpark, naja. Guck mal, da hinten stehen eine Menge Leute. Wo? Ah. Meinst du, da gibt's was gratis? Mal schauen, ne? Aber schon ein krasses Gefühl, hier zu stehen, ne? Ja, das ist, ey. Aber sonst kennt man es nur aus Hollywood, aus Vinewood-Filmen. Ja, und jetzt sind wir hier. In der Jetzt sind wir großen hier. Stadt. Mitten im Mittelpunkt. Oder ist doch der Mittelpunkt, oder? Ich schau mal gerade. Nehm's an. Wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, so ziemlich der Mittelpunkt der Stadt. Okay. Wir könnten sonst gleich nochmal die Leila anrufen und die fragen, ob die weiß, wo die Stadtverwaltung ist. Kannst du gerne machen. Ich müsste nur wirklich kurz ins PD noch, dann habe ich das erledigt. Vielleicht ist ja hier einer von den Autobesitzern, würde ich vielleicht fahren. Das wäre natürlich cool. Wollen wir hier irgendwie mal ansprechen? Ja, kannst du gerne machen. Ich stehe neben dir, ne? Ah. Ja, ich bin nicht DJ geworden. Ich bin nicht DJ geworden, weil ich, Entschuldigung. Hallo. Ein bisschen leiser, bitte. Ah, Entschuldigung. Nicht taub, okay? Okay. Ja, geht das? Ja. Vielen Dank. Ja. Komm mal kurz mit. Das war ja ein richtiger Vollrasi, oder? Es gab da in Deutschland mal, glaube ich, oder in Holland mal einen Film.
Und irgendwie erinnert er mich an den. Wie ist denn der Film? Ja, ich kann es hier nicht mehr sagen. Irgendwie Turbo Kids. Irgend sowas. Ah, okay. Ich weiß Ja, nicht, hab ob ich man, noch nie gehört, ich hab weiß noch nicht, nie ob man den in England auch kannte. Nee. New Kids Turbo. Nee, das sagt mir tatsächlich Irgendwie so. nichts. Ey, ich schwöre dir, das sieht genauso aus wie aus dem Film. Da mit dem Fokuhila und den Klamotten. Sieh das mal an. Schau mal da vorne. Da. Das ist ja schon fast ein Sportkarre, oder nicht? Der grüne. Ja. Sieht Lass uns schick mal aus. anschauen. Ja, klar. Schönen Abend. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Guten Abend. Schicke Karre. Ja, der grüne ist schon schick, ne? Ja. Auch mit den roten Bremssätteln. Die Felgen gefallen mir. Ja. Schöne Sternfelgen. Ja. Also sowas, das wäre schon was für mich. Ja, so was Klassisches, ne? Ja, sowas Klassisches würde ich auch gern fahren. Ist schon ein schönes Auto. Ja, ist cool. Und wir quatschen die hier mal an. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Die uns vielleicht weiterhelfen ein wenig? Kommt drauf an, was Sie möchten und was Sie brauchen. Ich möchte zur Stadtverwaltung. Oh. Ah, okay, dann meinen Sie das Department of Gabriel. Okay, das weiß ich nicht, ob das so heißt. Könnte Ja. vermutlich sein. Ich habe da gestern angerufen und irgendein Gabriel hat das übernommen. Da müssen Sie... Wie soll ich Ihnen das erklären? Eigentlich müssen Sie da zum MD hochlaufen und sich dann etwas links halten. MD, entschuldigen Sie, wir sind ganz neu in der Stadt. Wir kennen noch nicht die ganzen Shortcuts für Ihre Ämter. Das Medical Department, also das Krankenhaus. Ah, das okay. Krankenhaus, okay, ja. Und das Department of Labor oder jetzt Department of Gabriel. Hier beim Das ist Department das of DO. Labor sagten die zu Da mir, waren dass wir ich gerade. zur Stadtverwaltung muss. Für Stadtverwaltung, okay, das ist eigentlich entweder das Police Department oder das Department of Labor. Aber die haben doch bestimmt gesagt zur Stadtverwaltung. Also dann müsst ihr zum DOL. Nee, das DOL sagte ja zur Stadtverwaltung. Dürfen wir fragen, was Sie dort möchten? Ja, Oder ich was würde Sie- gern meinen Doktortitel anerkennen lassen. Okay. Oh, am besten die Polizisten hier fragen. Pfeifen Sie. Oh, nee, lieber nicht. Erster Tag im neuen Land, direkt die Cops belästigen. Ah, die sind hier freundlich. Eine Fliege im Zug. Ist das so? Vorsichtig die trinken, sind der geht. immer freundlich gewesen. Also ich habe bis jetzt noch keine Schwierigkeiten mit denen. Also ich habe jetzt mal eine Da ganz... würde ich aber sagen, die Stadtverwaltung, die steht auf jeden Fall in Verbindung mit der Polizei. Okay. Ja, okay. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ich glaube auch da kommt es ein bisschen weiter im Polizeirevier. Ja. Okay, dann vielen Dank schon mal und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend noch. Noch eine andere kleine Frage. Wie kommt man am schnellsten dahin? Von hier aus. Mit dem Taxi oder dem Bus? Okay. Der Bus, der gerade war. Der. Oh, okay, alles klar, scheiße. Oder der Haben- Paul hat einen guten Tag und er fährt euch hin. Und das wäre... Das wäre natürlich Hammer. Könnte Wird's ich das? natürlich jetzt auch noch machen. Ja, willst du noch mit, Luis? Ja, ich komme noch mit. Selbstverständlich. Ja, okay, Dann komm. fahren wir die zwei wir Herrschaften fahren rüber. euch hin. Oh, super lieb. Dankeschön. Wir müssen nur eben dann auf die andere Seite vom Park, weil da habe ich mein Auto geparkt. Okay. Ich hatte Okay. gerade einen kleinen Crash hier mit jemandem. Das Hier ist sind wir aber voll. äußerst nett von Ihnen. Ja. Also Sie scheinen schon länger in der Stadt zu sein, Außer oder? wir werden jetzt ausgeraubt. Ja, dann ein bisschen jetzt ungefähr. Wie lange sind wir hier? Also ich 2 Wochen.
Ich bin Treiber, ja. Ah, schön, schön. Was ist hier unten? Unterm Park? Ich glaube irgendwie eine Garage, irgendwie sowas. Ja, das ist eigentlich eine Tiefgarage, aber die hat noch nicht geöffnet. Ja, okay, okay. Ja gut, ohne Auto macht es auch keinen Sinn, sich einen Tiefgaragenplatz anzuschauen. Richtig. Ja, wir parken meistens hier oben. Ja. Also, oder hinten. Du weil bist da immer vorne- 3 Schritte voraus, Bruno, ne? James. Sorry. Jetzt sagst du schon deinen Namen. zu Ja, mir. ich, Du bist wie auch gesagt, für ich heute bin fällig, so ne? müde. Hey, 12 Stunden Flug, dann 3 Stunden im Flughafen. Ich Ja, wir bin sind durch. länger als 12 Stunden geflogen. Du bist doch schon alleine eine Stunde Ja, lang geflogen, ja. von da aus 14 Stunden. Ja. Paul, kommt es dir bekannt vor? Ja, Ich, genau, ich sehr bin lange komplett geflogen. am Arsch. Und ich Woher habe kommt manchmal ihr? das Gefühl, dass ich jetzt noch im Arsch bin. Ich nenne manchmal auch hier meinen Kollegen Paul. Woher kommt ihr, wenn ich fragen darf? Ja, ich komme aus Russland. Ah, okay, der Akzent ist sehr markant. Ich komme aus Portugal. Aus Portugal? Ja. Ich hätte jetzt so Brasilien die Ecke getippt. Sie haben Ähnlichkeiten ein bisschen mit so einem Fußballspieler. Okay. Kennen Sie Neymar Junior? Ja, sag mir was. Sie sind der Erste, der Ja, ein bisschen. Ups. Passen wir denn alle in Ihr Auto? Ja, ja. Ein Trabanten. Boah. Echt schicke Karre. Vielen Dank, vielen Dank. So, ich habe mal wieder Navi Ja, eingetippt. perfekt. Die kleine Kiste hat aber gut Dampf. Ja, die kleine Kiste ist ein kleines Biest. Haben Sie da Motortuning dran betrieben? Bisher noch nicht, aber das kommt alles noch. Momentan gibt es noch keine Werkstatt, die hier irgendwie Motortuning betreibt. Okay. Wissen Sie, Wie- was wie- witzig ist? Ich habe das gleiche Auto und wir wollen dann den Kennzeichen ändern. Der macht dann Viet und ich mache dabei. Und dann müssen wir nebendran stehen. Und dann meinte der Kollege noch, wir brauchen noch ein drittes, also eine Frau. Die muss dann Zucker. Dann passt es. Und dann steht das Zuckerbillett dabei. Sehr geil. Ich fahre mal eben hinten auf dem Parkplatz. Ja, passt. Eine Frage, wie teuer war die Karre, wenn man fragen darf? 4.000 $. Okay, das ist ja schon ein guter Batzen Kohle. Ja, ist sozusagen die günstigste Variante hier im Stadt. Ja gut, dann Hey, bedanke ich vielen, mich für die vielen Fahrt. Dank. Kein Problem. Ja, kein Problem. Man sieht sich Ja. immer zweimal im Leben. Ja, Hoffe ich genau. doch. Bis dann. Bis Hey, dann. bis dann. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend, ne? Echt freundlich, ne? Ja, viele freundlich. Sag mal, hast du deine Cap im Auto vergessen? Nö, eigentlich nicht. Läufst du gerade nicht mit ein bisschen Freiluft im Kopf rum? Nö. Okay. Also ich kann sie mal richten, ein bisschen so. Na, die ist nicht mehr ganz so auf dem Kopf drauf. So. Besser? Nein, nicht wirklich. Hm. Also Ist auch egal. bei mir sitzt die gerade, ne? Ja, vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Ach ja. Ach, guck mal, die haben hier Dodge Rams. Das ist auch eine geile Karre, ne? Ja. Scheint ein ganz schön gut bezahltes Bauunternehmen zu sein. Sieht so aus. Ja, aber hier den ganzen Tag arbeiten und dann den Lärm der Baustelle, der ist auch nicht so geil, ne? Nee, nicht wirklich, ne? Hey, aber ich glaube, jetzt gehe ich gleich hier rein, weil der Kollege hat mich dann vorher durchgeführt.
Hey, hier stehen schon Leute an. Ah, gut, stimmt. Ich glaube, das ist wieder der Peter König, oder? Das sieht ganz danach aus. So. Dann wollen wir mal schauen. Hulala. Hulala. Guten Abend. Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen, Ma'am. Meinst du, wir können da jetzt einfach stören? Keine Ahnung. Mein Kumpel und ich waren gerade am Department of Labor. Und was er jetzt hier machen muss noch, das wird er Ihnen gleich sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin hier, weil die beim Department of Labor mir sagten, dass ich zur Stadtverwaltung wegen einer Sache muss. Jetzt habe ich herausgefunden, dass es irgendwie gar nicht die Stadtverwaltung in der Stadtmitte aufzufinden ist. Wollte fragen, ob Sie mir vielleicht mit meinem Anliegen weiterhelfen können. Um was geht's denn? Bei der Einreise wurde mir gesagt, ich solle zum Department of Labor, um meinen Doktortitel anerkennen lassen zu können. Ja. Gute Frage. Das ist eigentlich, wie gesagt, Sache der Stadtverwaltung. Die Frage ist, wie kontaktiere ich die Stadtverwaltung? Ins Rathaus gehen, da ist oben ein Raum, ein Warteraum, da setzen Sie sich rein, ziehen eine Nummer und sagen kurz Bescheid, was Sie brauchen. Okay. Und wo befindet sich das Rathaus? Wir sind, wie gesagt, brandneu angereist. Ja. Diese Richtung. Richtung Weinwood. Okay. Ist Winewood nicht in die andere Richtung? Ja gut, da so. Ja, das ist jetzt aber zu erklären, so. Nicht die präziseste Ja, wie gesagt, schwierig zu erklären. Wegbeschreibung. Ich glaube, am besten schreibst du mal eine E-Mail dahin. Ja. Haben Sie die E-Mail-Adresse denn? Nein. So. Für mich jetzt hier gerade ein bisschen wenig gut aufgehoben. Er checkt nicht, Hast dass du er die vielleicht einen Supports hat. Kollegen, der vielleicht mehr wissen könnte? Da können wir Ihnen alle ziemlich gleich viel Auskunft geben. Das ist etwas schwierig. Okay. Ja gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ebenfalls. So, guten Abend. Ja. 21 meldet sich in Feierabend. Alles klar, trage ich sofort aus. Alles klar. Ade. Bis dann, ciao. So, Wright und ich fahren jetzt halt. Ja, Streife 1. Ich habe meinen Namen gehört. Ja, Wright, auf geht's. Ich bin soweit. Guten Abend, der Herr. Einen Moment bitte, ich Ja. muss noch kurz den Kollegen austragen. Jawohl. So, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich war vorhin schon mal da. Ich wurde von der Einreisebehörde hingeschickt, um mich registrieren zu lassen. Ja. Und dann war... Ich bitte einmal Ihren Ausweis sehen. Gerne. Hier. Mhm. So. Gut. Einmal zurück, bitteschön. Ich Dankeschön. leg mal einmal schnell eine Personenakte an. Ihre Telefonnummer bräuchte ich noch. Ja, das wäre die... Moment. Die Vorwahl. Ja. Dann 603 603 029. 029. Alles klar. Genau. Wann sind Sie eingereist? Heute. Um 18 Uhr. Also ja, wurde dann ein bisschen später. Wo wohnen Sie derzeit?
Ich noch gar nirgends. Okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie mir da vielleicht weiterhelfen können. Moment. Verwandte, Bekannte haben Sie keine? Nein. Hier? Einen Führerschein haben Sie? Einfach einen europäischen, also aus der Schweiz. Gut, der gilt hier aber nicht. Waffen Okay. haben Sie keine? Nein. Fahrzeug haben Sie wahrscheinlich auch noch keins? Nein. Alles klar. Ist angelegt. Okay. Leitstelle hört, komm. Leitstelle somit, komm. Was sieht das für Geräusch? So, ja, Zimmer haben sie gefragt. Apartments sind, glaube ich, aktuell ein bisschen knapp. Mhm. Also sie können mal gucken, am Stadtpark gibt es ein paar schöne Hotels, da können sie sich ein Zimmer holen. Okay. Und ich habe noch was aufgeschnappt, so wegen Sozialwohnungen, die man am Flughafen beziehen könnte bei der Einreise. Die sind momentan, glaube ich, auch alle belegt, soweit ich weiß. Okay, darum. Weil das hat mir niemand gesagt, deshalb. Und ich dachte, vielleicht gab es da wegen den technischen Problemen irgendwie. Aber okay. Nee, die sind, wie gesagt, momentan, glaube ich, keine frei. Okay. Gut. Gut, dann bedanke ich mich. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gleichfalls, Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bräuchte einmal eine Umverteilung aus der Ausbildung in Ja. den Dienst. Hallo. Was? Oh, au. Wer ist er? Ja, das habe ich mir gedacht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist jetzt der andere her? Unser Homie. Kann ich irgendwie nicht anrufen? James? Ja, warte ganz kurz. Jo. Wie bringe ich den blöden Ausweis wieder weg? Alles klar, ich danke dir, Leila. Bis dann, tschüss. Ja, ich habe jetzt mit der Leila telefoniert, die hat mir ein Taxi organisiert, also du kannst auch mitkommen. Ah, sehr gerne. Der fährt mich zum Rathaus. Ich weiß ja nicht, was hast du jetzt, was kam da bei dir rum? Ja, bin jetzt registriert und ja, alles gut soweit. Mein Führerschein scheint hier nicht gültig zu sein. Ja. Ich Aber habe ist schon ja... gehört, was von der Prüfung, das sagten die Okay. eben beim DOL. Die ist aber auch nicht so schwer, ich habe schon ein bisschen dafür gelernt. Ich kann dir Okay. später sagen, wo du lernen kannst. Ah, sehr gerne. Wir kriegen jetzt gleich ein Taxi, dann würden wir zum Rathaus fahren und dann würde ich dich danach, würden wir ein Hotel am Stadtpark nehmen. Ah, okay. Was sagst du dazu? Klingt gut. Gut. Auch dann- cool, wenn wir unterwegs noch irgendwo in einem Shop mal halten können. Was für ein Shop? In einer Tankstelle oder irgend sowas. Ich brauche mal Ja, das irgendwas fragen zu wir den rauchen. Taxifahrer, das fragen wir den Taxifahrer einfach. Gut. Okay, let's go.
Ich frag trotzdem den Peter König nochmal. Da ist er nämlich gerade. Ah, ich habe was ganz anderes gesehen gerade. Du Schlingel. What the hell? So, dann werde ich da langsam irgendwie mal hören für heute. Ein Taxi gerufen. Ja, hier. Oh, Entschuldigung. Ja. Alter, was Entschuldigung, ich bin die Treppe runtergestolpert hier. Ja, alles gut. Entschuldigung. Hast du meinen Arm getroffen? Tut mir leid. Ja, alles in Ordnung. Ich bin so durch nach dem ganzen Flug jetzt. Tut mir leid. Ja, ist wirklich kein Problem. Nehmen Sie es dem Bruno nicht übel. Hat jetzt nicht wirklich wehgetan, ne? Tut mir leid. Kostet $80. Ist okay. War nur Spaß, ne? Okay, also Taxi steht da hinten. Sie hat ein Taxi gerufen, ne? Genau. Ja, hier die Laila hatte für mich eins gerufen. Also ja, okay, dann kommen wir mit. Also, Sie hatten bei der Leitstelle, hatten Sie angerufen, haben Sie keinen erreicht gehabt? Ja, jetzt heute schon bestimmt 4-5 Mal. Hey, wie manchmal hau ich noch einmal auf die Fresse. Schon mal, wenn ich Mausklick mache. Muss hure aufpassen. Nee, alles in Ordnung. Hat sich jetzt wurde halt einfach das ist in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen Regel geworden, habe ich gehört, ne? Okay. Ich habe eine Woche Urlaub gehabt und ein Kollege von mir, der wurde auch schon am Strand überfallen letzte Tage. So langsam aber sicher eine Hunger. Ja. Als Taxifahrer lebt man gefährlich, ne? Ach du Heiliger. Ja. Dazu sag ich nur bloody hell. Ja. Wow. So, und wo wollen Sie hinfahren? Also ich würde erstmal gerne wissen, Sie jetzt Taxifahrer werden das ja wohl wissen. Wo ist denn das Rathaus? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie? Also Sie können mich nicht zum Rathaus fahren? Also wollen Sie zum Rathaus? Ja. Also das Einzige, weil ich kenne, wo man verwaltungstechnisch irgendwas macht, ist beim DOL, ne? Ja, nee, ich werd die ganze Zeit zur Stadtverwaltung verwiesen. Ja. Das kann doch nicht sein, ey. Achso, was ist denn das Problem? Vielleicht kann ich Ihnen ja anders helfen. Ja, das, ich würde gerne nicht, dass sie das außerhalb vom Game muss machen. Die vom DOL sagen, also über den Support. Die Polizei weiß nicht, wo das Rathaus ist, weiß aber, dass die Stadtverwaltung im Rathaus ist. Ach so. Ja, So. Ja, erzählen Sie weiter. Also, ich weiß ja nicht, haben Sie denn bei der Einreise, ne? Das ist jetzt mal so eine Frage da, ich denke jetzt mal so ein bisschen um die Ecke, ne? Ja. Also bei der Einreise, haben Sie da nicht so einen Flyer oder sowas mitbekommen mit so Telefonnummern oder irgendwie sowas, wo Sie sich dann melden können? Nee, habe ich nicht bekommen. Ich weiß nicht. Habe ich nicht bekommen. Nee. Ach so. Leider nicht. Hätte ich auch gern gehabt, aber ich war so schnell raus, wie ich reingekommen bin, gefühlt. Ja. Ja gut, das ist natürlich schwierig. Das ist, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es ein Rathaus gibt. Das ist geil, wenn er es ausspielt und niemand darauf antwortet. Da bin ich ehrlich, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, ich habe mal letztens einen Kunden gehabt, der hatte nämlich auch gesagt, er musste was mit der Stadtverwaltung oder mit dem Rathaus oder irgendwie mit dem Bürgermeister oder was klären. Und da hat er mir gesagt, es gibt eine Anlaufstelle oder eine Nummer oder irgendwie sowas, hat er gesagt, wo man sich dann melden kann. Da kommt man dann in so eine Warteschlange rein und dann kommt dann irgendwann irgend so ein... Ja genau, also man würde so eine Stempelkarte ziehen sozusagen.
So eine Ja, genau, so Nummer. eine So eine Nummer. Ja, weiß nicht, man wird in so eine Warteschlange reingeworfen. Genau, ne? genau. Ja, genau, und dann. Ja, aber wo ist denn das? Ja, das ist, ich weiß nicht, wo das ist. Der hat mir nur was von der Nummer erzählt, ne? Also ich Können glaube, Sie vielleicht mal in Ihrer Zentrale anrufen und fragen? vielleicht findest du auf deinem Pass irgendwo da von der Einreisebehörde eine Nummer, wo du anrufen kannst mal. Ja, das habe ich schon geguckt. Bruno, da ist nichts. Ah, scheiße. Könnten Sie vielleicht mal die Leitstelle anrufen? Ist so ein Arsch. Ich glaube, der weiß es genau. Du spielst einfach knallhart aus. So, wo soll es hingehen? Ich habe gerade gefragt, könnten Sie vielleicht mal die Leitstelle anrufen? Ach so, und Entschuldigung, nachfragen. ich hatte ob sie. die das vielleicht- Ich hatte sie falsch verstanden gehabt, ne? Okay, ich kann natürlich gerne meinen Kollegen anrufen. Aber Sie hatten doch sowieso gesagt, Sie hatten bei der Leitstelle angerufen, da ist keiner dran gegangen, ne? Ja, ja. Ja, dann rufe ich den jetzt mal an und frag mal, was da los ist. Aber wir können auch gerne schon fahren in der Zeit, oder? Ja, ja natürlich, klar. Wo wollen Sie denn hin? Am besten kurz mal schnell irgendwo zu einer Tanke. Ja, einmal zur Tankstelle, kein Problem. Jafar? Ey, Jafar? Hörst du mich? Jafar? Jafar? Ah, keine Ahnung. Das stimmt irgendwann nicht. Ich ruf den gleich nochmal. Also ich fahre Sie jetzt erstmal zur Tankstelle. Das wäre Ja. super. Ja, wir müssten nämlich nochmal hier was Wasser kaufen und so. Ja, ist ja- Zigaretten voran. Das ist ja kein Problem, ne? Das können wir gerne machen. So weit ist das ja gar nicht. Boah, wem gehört denn die Bonsenkarre? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Aber so ein Oldtimer, ne? Hier stehen öfter richtig geile Karren rum, ne? Gerade beim PD. Ich glaube, die Polizisten hier, die verdienen gute Kohle, ne? Da sind einige bei, die haben richtig geile Fahrzeuge. Oder sind alle beschlagnahmt, ne? Anders als bei Taxifahrern, Uri. Ich muss einmal wenden. Eine Straße zu weit gefahren. Also als Hier. Taxifahrer verdient man nicht so gut? Ja gut, ist okay, sag ich mal, ne? Also ich sag mal, die meisten von meinen Kollegen auch und ich, wir machen das eigentlich eher, weil wir da so Spaß dran haben, ne? Okay. Da machst du nicht, um reich zu werden, ne? Okay. So. James, wollen wir nachher gleich noch weiter, oder? Ja, ja, wir fahren dann noch weiter. Okay. Ja, okay, dann... Sie können ja nochmal versuchen, Ihren Kollegen zu Ja, erreichen. genau, ich versuche den nochmal anzurufen, ne? Herr Taxifahrer? Ja? Kann es sein, dass da alles ausverkauft ist? Ja, das kann sein, ne? Gibt es ab und zu, ne? Das kann sein, weiß ich Scheiße. jetzt nicht. Also, ich habe gehört, hier ist ein neuer Besitzer drin, ne? Ah, okay. Ist da nichts da, oder was? Nee, da ist alles weg. Ach so, scheiße. Also gibt's vielleicht irgendwo in der Nähe noch einen Shop? Ja, wir können einmal kurz, ich wüsste jetzt, dass hier unten noch was ist. Also James, wo willst du genau nachher noch hin? Wie bitte? Wo willst du nachher noch hin? Ja, wie gesagt, eigentlich zum Rathaus. Ansonsten will ich in den Stadtpark und da zu einem Hotel. Okay, gibt's in der Nähe des Stadtparks noch einen Shop? So, ja, ich fahre Oder- jetzt einfach da okay, runter. okay. Da gucken wir da, ob da was am Start ist, ne? Ansonsten können wir nochmal da irgendwie beim Stadtpark gucken, ne? Bruno, Okay. was suchst du?
Zigaretten. Ach, Zigaretten. Ja, die Ja. hatten ja gar nichts im Laden. Nee. War alles ausverkauft. Ich bin seit 14 Stunden unterwegs und habe keine geraucht. Da ist irgendwie ein neuer Besitzer drin, ne? Übrigens, hier auf der linken Seite ist übrigens auch noch ein Autoladen, ne? Okay. So, Premium Deluxe. Unicast ist unten in der Southside. Und das ist jetzt PDM. Das wäre PDM, genau, richtig. Also Premium Deluxe Motor, irgendwas. Autos. Und hier links ist ein Stripclub. Das klingt auch gut. Und hier rechts ist nicht der Supermarkt. So, da können Sie mal gucken, ob Sie hier was finden. Ich park mal ganz kurz hier in der Seitenstraße, ne? Okay, und das Stripclub hat geöffnet? Ja, glaube ich schon, ne? Weiß ich nicht. Bin Also, da nicht so oft. Wie heißt der Laden? Unicorns. Irgendwas mit Unicorn. Unicorn, weil ich war vorhin beim DOL und die haben mir gesagt, dass es einen Club gibt, der öffnet und das wäre das Unicorn und ich habe schon vom Namen her so gedacht. Ja, der ist halt der Laden. Okay, also ist es nicht ein normaler Club, das ist ein Stripclub, ha? Ja, genau. Okay, alles Ich klar. muss mal ganz kurz ans Telefon, Ja, ne? ja, gerne. Im Puff auflegen, ist ja wie im echten Leben. So, dann schauen wir mal. Guten Tag. Oh, endlich. Kann man hier was kaufen? Ja, Zigaretten. Wieso kann ich hier nichts kaufen, Bruno? Das Ah, doch, weiß ich. Jetzt geht's, okay. Jetzt geht's, ja. Ich weiß nicht warum. Oh, hier gibt's OCB Slims. Oh, endlich Zigaretten. Irgendwie was zu trinken. Oder zu essen. Ja, ich glaube, ich kaufe mir auch nach dem heutigen Tag mal eine Schachtel. Aber ich glaube, ja komm, für einmalig eine XL-Schachtel, ne? Ja, ich will dich nicht anstecken, ne? Ach Quatsch, ich habe mich doch dafür entschieden. Bist ja alt genug. Das auf jeden Fall. Das Wasser für $48 und eins für $4. So. Bis gleich. Jo, ciao. So, endlich. Ja. Hat alles geklappt? Alles geklappt. Wunderbar. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade nochmal den Kollegen Leute, angerufen. Der Ladenverkäufer hat mich übers Ohr gehauen. Warum das denn? Ich habe jetzt hier 60 € für eine 20er Schachtel bezahlt. $60 für eine 20er. Zigaretten? Ja, ich habe aber nur eine bekommen. Eine Zigarette? Eine Zigarettenschachtel für den Preis von 3. Das kann nicht wahr sein. Ja, und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Sollen wir jetzt nicht zum Stadtpark fahren? Ja, doch, komm. Doch. Okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen abgezockt. Ja, ist nicht günstig, ne? Aber ich als Schweizer habe das nicht mal bemerkt. Aber warum haben sie denn nicht geguckt, was der in die Tüte gepackt hat? Hier, ich gehe aus dem Laden und gucke, da sehe ich 60 € weniger im Portemonnaie, aber nur eine Schachtel. Aber ich wollte eigentlich auch nur eine kaufen. Ja, ist doch alles in Ordnung dann, oder nicht? Nee, seit wann kostet denn eine Kippenschachtel 60 €? Ja, ist doch besser. Dollar. So viel Geld für so einen Scheiß aus. Gut, ist ja ihre Entscheidung, ne? Ja. So, das,
Komm, ich mach das. $16. Wie viel? Ah, danke dir. $16 bitte. $16, gerne. Ja. Können Sie mir auch klein geben, ne? Ja, ich Egal. gebe Ihnen 20. Ja, danke schön. Stimmt so. Vielen Dank. Vielen Dank Dankeschön. Ihnen. Ja, schönen Tag noch, ne? Hey, gleichfalls. Dankeschön. Jo, danke. Ciao. Ciao. So, Ja, sollen wir jetzt meine rauchen? ich würde sagen, hey. Endlich. Ich trinke mir auch gleich erstmal das Bierchen rein. Wird sonst ganz warm. Ich trinke noch was. Nee, gut, irgendwie geht die Schachtel nicht auf, ne? Was? Irgendwie geht meine Schachtel nicht auf. Oh. Du schon am Rauchen? Nee, am Trinken. Also. Ja, ich weiß nicht, meine Schachtel geht nicht auf. Ah ja, ich habe gerade dasselbe Problem. Sieht gut verklebt, die Dinger. Ich trinke jetzt erstmal ein Bierchen, ist mir egal. 477. Ich krieg aus der Schachtel den Schnimpf nicht raus. Ja. Kennst du den Schnimpf? Ja, Mann. Aber dass du in England das kannst, ist geil. Ach ja, oh ja. Ab und zu mal in England auch Agro-Berlin, ne? Ja, alles klar. So. Okay, Supi kam direkt zurück. Oh, wer schreit denn hier so rum? Nee, lass mal. Das muss er ja nicht wissen. Wenn mich gleich noch anspricht, ist halt so. Wer schreit denn hier so rum? Hörst du den nicht auch? Nee, gerade nicht, ehrlich gesagt. Irgendwer gerade richtig rumgeschrien. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den Schnimpf rausnimmt. Ja, ich versuch's auch gerade. Also ich schaff's, die 2 Biere, die ich gekauft habe, voneinander zu nehmen. Und dachte, vielleicht kann ich so die Zigaretten, aber irgendwie nicht, ne? Kann doch nicht so schwer sein, Scheiße. Ich frag mal nach. Ja. Ob jemand helfen kann. Wie kriegt man den Schnimpf aus der Schachtel raus? Also wir kriegen die Kippenschachtel irgendwie nicht auf. Wir sind ein bisschen blöde hier zum Rauchen. Ja, du nimmst die einfach und dann ziehst du die auseinander, weißt du, als ob du quasi, wie freut mich das? Shit, das ist schwierig. Machst du doch einfach auf. Ja, ich versuch's, ne, aber irgendwie, also der Schnimpf will nicht raus. Ja, komm, hier. Leg mal her. Moment. Das Ding ist halt, du musst ja aber richtig krass rausziehen, hä? Ja, anscheinend schon, ne? Ich bin normalerweise kein Raucher, aber heute nach dem ganzen Stress, da dachte ich mir, eine Fluppe wäre nicht schlecht. Also ich rauche eigentlich viel und oft, aber irgendwie heute bin ich so durch. Wieder kurz ein Bier. Aber hier die Hände voll. Das gebe ich dir dann gleich zurück, ne? Ja. Darf ich dir das hört sich jetzt ganz komisch an, aber ich habe meine kleine Tasche, die ich bei mir habe, so voll. Ich würde einem von euch eine brandneue Jogginghose, die ich zu viel gekauft habe, schenken. Jogginghosen in deine Hose reingesteckt oder was? Nee, die habe ich hier bei mir. Die habe ich hier hinten an die Hose gesteckt.
Ah, nee, Mann, ich brauch die nicht, danke. Ja, also ich hab mal kurz geguckt, also ich hab die auch bekommen, er hat ein bisschen geklemmt. War ein bisschen schwierig mit der Verpackung drumherum. Muss aber mal ein bisschen aufreißen, sag ich mal. Kannst du mal gucken, da, ja. Oh, mein Lebensretter, echt. Kannst quasi einfach die Verpackung so aufreißen, dann brauchst nicht so, ne, brauchst nicht so langsam, kannst einfach aufmachen, das Ding. Okay. Passt schon. An wen geht das jetzt hier? Vom Flughafen. An mich. An ihn. Aber du kannst mir hoffentlich eine abgeben. Hast du ja. Ah, danke danke mal schön. mein Bier noch. Hast du? Wo ist jetzt mein Whisky? Habt ihr... Hast du mein hier, Whisky hier dein eingesteckt, Bier. Alex? Nee, ich hab dein Bier. Ich hab jetzt ein Whisky. Ah, du hast das Bier gekriegt? Ja. Ich hab aber kein Bier Also, bekommen. wem gehört das Bier? Zu mir. Hier, komm. So. Ihr dürft uns das nicht so übel nehmen, Jungs. Das ist gut. Alex, hast du wir sind Bier heute erst eingesteckt? angereist. Ich hab noch nicht ganz bekommen. Hey, yo, Das- Bro, ich Ich hab kein Bier bekommen. Bis morgen. Ja, peace. Peace. Okay, Ciao. Wir bedanken uns und wir wünschen noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Jetzt Trinkgelbad. Oh, wir setzen uns erstmal sitzen, ey. Oh, So, willst du jetzt eine Zigarette? sehr, sehr, sehr gerne. Oh, wie kann ich... Ich rauche erstmal eine und dann gebe ich dir hier weiter. Dann gibst du mir die gleich wieder. Klar. Also ein Flüppchen, das tut schon gut jetzt, ey. Muss ich ehrlich sagen, obwohl ich nicht Raucher bin. Ich da eben noch. Oh, endlich. Die erste nach 12 Stunden, ne? Ah, ja. Jetzt geht's mir besser. Ja. Jetzt ist Party! Jetzt hast du wieder Bock, oder was? Jetzt hast du wieder Energie? Ja, geht. Mensch, Bruno. Ja, wir müssen jetzt mal nach einem Hotelzimmer gucken. Ich kann echt nicht mehr. Ich will Ja. jetzt echt pennen gehen. Ich glaube, ich auch. Treffe ich dich denn morgen wieder? Ich denke, ja, auf jeden Fall. Bist du denn erst gegen abends wieder auf der Straße unterwegs, oder? Ich muss mal schauen, vielleicht auch schon nachmittags. Ah, ja, ich denke, ich werde gegen die Mittagszeit ein bisschen durch die Stadt schlendern. Okay. Ja, ich schau mal, ich muss schauen, ich muss jetzt erstmal mit Jetlag und so wieder klarkommen. Ja, mach Aber kannst du anrufen oder kannst mir schreiben und dann schauen wir mal. Ja. Ah, was so eine Zigarette ausmachen kann, ne? Ja, Bruder, was soll ich da sagen, ne? Was soll ich da sagen? Willkommen in Los Santos. Ja, willkommen in Los Santos, ne? Ah, geil. Schon die Palmen da, rechts neben uns da oben. So, und ich glaube, meine Damen und Herren, das wäre jetzt ja langsam gesehen. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt von ihm und gehe ins Hotel schlafen. Ach ja, Und so. dann starten wir den Morgen mit dem ersten Stream. Und nun, Bruno, So. machen wir uns auf, ein Hotel zu suchen, oder? Ja, ich glaube ja. Alles klar, dann lass uns mal loslegen. Was hältst du von dem da vorne? Denkst du, ist das ein Hotel? James?
James? Ja, Bruno? Das da hinten, das blau beleuchtete. Denkst du, es ist ein Hotel? Ich hätte jetzt gedacht, dass sie mit den grünen Oder darf... Fensterdingern- Ah, okay. Ja, Das schon. könnte aber auch ein Hotel sein, was du da sagst. Keine Lass mal Ahnung. erst deins angucken, das sieht Ja. irgendwie seriöser aus. Ne? Kijk, te snel gerookt. Nou, loopt er ergens kruddige boeien. Mensch, die Frage ist, was macht denn er da im Busch? Pisst er oder? Pissen wahrscheinlich, ne? Ah, Jetzt ja. weißt du, in was wir vorhin gestanden haben. Ja. Na, Prost Mahlzeit, ne? Schon ganz schön eklig. Aber das war jetzt die volle Laterne, laufende Augen. Ich bin durch. Jetzt ist aber Action hier, du. Du, das klingt aber eher nach Club. Hier brennt eine Tonne. Ja, ruf mal die Feuerwehr. Soll die Feuerwehr rufen wegen dem Kack? Nee, ich glaube nicht. Ja, Bruno, ich weiß echt nicht, was hier die Hotels sein sollen, die hier so viele am Stadtpark sind. Ja, du, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mal da vorne um die Ecke. Auf jeden Fall. Hey, James. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Wo? Da vorne um die Ecke. Zeig mal, welche Richtung. Da vorne. Jetzt zeig doch mal. Ich zeig's dir. Also ich glaube, dein Arm ist zu schwach, um ihn zu heben, Ja, oder? kann das gut sein. Also Meinst du die Richtung? Ja, genau. Okay, meinst du da bei diesem blauen Bronzenschild? Ja, daneben. Da links ja gut, daneben. Wenn du was gefunden hast, dann ruf mich einfach an. Ja, ich geh mal schauen. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Hallo? Hallo? Da hebben we een telefoonprobleem. Ja, Bruno. Ja, James. Jetzt höre ich dich. Komm mal hier rüber. Ich glaube, hier ist was. Also, ich habe hier gerade gesagt bekommen, hier rechts, aber... Ah, okay. Ja, warte, dann komme ich zu dir. Okay. Ja, warte. Bis gleich. Bis gleich.
Bist du mit? Jupp. Also irgendwie... Ja. Mein Handy, das hängt schon wieder in der Hosentasche fest. Ah, shit. Also hier meint er, oder? Alles gut? Ja, ich war gerade ein bisschen blind auf dem Auge. Ich bin über dem Handy beschäftigt. Also, meinst du nicht, der meint da hinten? Wo wir Er gerade... hat gesagt, hier rechts. Ja, hier. Das sieht doch wie ein Hotel-Eingang aus. Was? So ein bisschen zumindest. Oder? Ich werd verrückt, ne? Echt Eulensprünge fast. Ey. So, also ich muss mal ganz... Ey, James. Warte ganz kurz, 5 Minuten. Okay. Ja, das ist auch Roleplay. Ich kann jetzt nicht einfach davon. So, du musst auch warten, bis der Herr wieder da ist. Und er haben wir es dann, glaube ich, langsam geschafft und langsam gesehen. Jetzt sehe ich, dass da das Bild die ganze Zeit so klein ist. Halb so tragisch. No. So, komm, mach ich ja Hunger. Wir haben 6 Jahre angefangen und jetzt haben wir Kopf damit 11. Ei. Ja, auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ja, herzlich willkommen bei Lucky V Roleplay. Wird von jetzt an regelmäßig gestreamt auf dem Twitch-Kanal. Findet ihr in der Videobeschreibung twitch.tv/DJTimoG für die Geschichte von Bruno Moser weiter zu verfolgen. Werden die Streams dann aber komplett noch auf YouTube so 1-2 Tage später aufladen. Und ich habe jetzt einfach eben, wie gesagt, die erste Folge mit der Einreise so aufgenommen. Und ja. Es ist schon geil. Es ist schon geil. Ich feiere es. Ja, hure Freude, habe ich es endlich geschafft. Trinken wir noch ein Bierchen auf das. So, nein, vielleicht zur Erklärung. Wir haben unten links gesehen, wenn ich mich gemutet habe. Dann hören sie mich im Game nicht und ich werde auch in den Streams und so, ich werde nicht grossartig dauernd auf den Chat eingehen, weil es geht natürlich um Roleplay und dass ich möglichst ja, in der Rolle bleiben. Also es ist ein ziemlich harter Roleplay-Server, also es wird recht ernst genommen und es geht wirklich darum, eben, ich bin der Bruno Moser und nicht der Timo, wie ich mich vorhin verschnurrt habe. Es gibt ganz viele andere YouTuber und Streamer auf diesem Server. Könnt ihr mal wenn ihr bei Twitch Lucky V geht, findet ihr auch, ich weiß jetzt nicht, ob Aero streamt, wo da mit uns unterwegs ist, der James, keine Ahnung. Aber es ist fast mehr, also es sind viel. Es sind x 100 Spieler auf dem Server. Und der grösste Teil nimmt auch auf und streamt auch. Also dementsprechend, es ist recht cool, vor allem wenn sich eben auch so Geschichten entwickeln und aus dem heraus nachher das aus mehreren Perspektiven kannst anschauen und so, finde ich feiere es. Ich hoffe, euch gefällt es so wie mir. Ja, zum Bruno Moser noch schnell, aber als DJ kommt aus der Schweiz, man hat es schon ein bisschen gemerkt, sein Ziel wäre, er würde eigentlich gerne endlich als DJ durchstarten. Er hat jetzt alles in der Schweiz verloren. Wegen einer kleinen Krise und ist jetzt mit seinem letzten Geld hier auf Los Santos ausgewandert und probiert jetzt hier
irgendwie sich durchzuschlagen und vielleicht auch wieder als DJ Fuß zu fassen. Das Ziel wäre natürlich schon, irgendwann wieder als DJ krass unterwegs zu sein und vielleicht sogar einen eigenen Club aufzumachen irgendwann. Und das ist doch ein bisschen, da kommt er. Oder nicht? Nein. Hallo. Das ist doch ein bisschen die Story vom Bruno Moser. Unserem Schweizer in Los Santos. So, das Bier ist glaube ich langsam mal leer. Kommt der andere mal. Oh. So. Ja, und eben, es gibt ganz viele Regeln auf dem Server, wie man sich zu verhalten hat, was man darf, was man nicht darf. Ich habe jetzt 2 Monate gebraucht, für dass ich effektiv drauf komme, mit Bewerbungsschreiben und Charakter erstellen und dann habe ich glaube auf Twitch findet man sogar noch ein Video, wie ich zuerst mal probiert drauf zu kommen, ein Serverproblem, also zuerst nicht auf den Server gekommen, ein Internetproblem. Und dann habe ich meinen Einreisetermin verpasst und heute haben sie scheinbar ein bisschen Probleme gehabt. Darum bin ich so gottenfroh, haben wir es endlich geschafft und vor allem haben sie uns einreisen. Bruno Moser, wir sind im Start. Ja, ich habe hure Freude. Das ist hure geil. Was noch ganz wichtig zu sagen ist, wenn ihr mir dann auch im Livestream zuschaut, ich darf keine Informationen von euch annehmen. Also das heisst, bitte behaltet das auch für euch. Ich darf nichts verwenden, wenn ich jetzt irgendwie einen Stream vom anderen schaue und dort etwas erfahre, darf ich das nicht verwenden, weil der Bruno weiss das ja nicht. Es geht immer darum, was weiss der Bruno, und der Bruno muss selber erfahren, weil ich und der Bruno sind 2 verschiedene Personen, weißt du, was ich meine? Und darum auch, schreibt nicht in den Chat, wenn ihr irgendwie etwas erfahrt von anderen. Ich meine, es könnte jetzt sein, der ich den ganzen Tag mit ihm unterwegs bin, der mich verarschen will. Aber dann schreibt das nicht in den Chat, weil ich darf es nicht verwenden. Und weiss ich es zwar näher, aber darf es nicht verwenden und das nimmt so ein bisschen die Spannung aus. Also ich werde auch schauen, dass solches näher auch rausgelöscht wird. Genau. So, der könnte jetzt langsam mal kommen. Weil eigentlich darf ich auch nicht einfach tuben. Aber ich könnte mir als SMS schreiben, dass ich pennen. Ich glaube, das mache ich jetzt so. Wenn es dann funktioniert. Irgendwie haben sie mit diesen Handys noch ein bisschen Problem. Okay, das ist ein bisschen eng, Kollege. Nur mal ruhig. Also bearbeiten kann ich es, aber SMS scheint nicht zu funktionieren. Telefonieren. So geht's, okay.
So. Und ich glaube. Ja, moin. James? Ja, eine Sekunde bitte. Okay. Jo. Jo, da bist du ja. Ja. Hat kurz was gedauert, aber jetzt bin ich da. Ich hab dir schon geschrieben jetzt. Ich wollte mich gerade hinlegen. Ja, wo ist denn das Hotel jetzt? Ja, ich denke hier so, oder? Da der Eingang hinter uns. Wir gehen nochmal fragen, komm da hin. Und wir laufen mal eben schneller. Okay. Oh, Entschuldigung. Meinst du denn Herr Knussmann fragen? Ja, wenn er das ist. Sieht danach aus. Guten Abend, Herr Knussmann. Da sind wir schon Abend. wieder. Abend. Haben Sie schon wieder Hunger oder was? Ach nein, ich dachte, vielleicht können Sie uns helfen, weil Sie sind doch schon länger hier ortsansässig. Ja, ich bin doch immer für Sie da, das wissen Sie. Ja, wir suchen die ganze Zeit schon verzweifelt ein Hotel, weil wir keine Sozialwohnung bekommen haben. Ja. Ja, an dem Department of Labor ist eins, ne, Hannes? Jo, müsste eins sein, ne? Hier ist, glaube ich, alles voll, ne? Und ja, sonst weiß ich das auch nicht. Also Hotel war ich nie, ne? Ich habe damals die Sozialwohnung gekriegt und dann bin ich daraus nach Weinwood gezogen, ne? Ja, Herr Heiliger, Herr Bimmann, ey, die haben uns gar nicht gesagt, dass wir, keine Sozialwohnung, also die haben uns am Flughafen nicht gesagt, dass wir eine Sozialwohnung kriegen könnten. Ach, Ja, Gottchen, und deswegen haben wir jetzt das Problem, ne? Also im Prinzip, wenn man jetzt eine Wohnung anmieten möchte, ne? Dann ist Ja. auch meistens, wenn sie da hinfahren, stehen da so Schilder in eine Fenster, ne? Mhm. Und wenn sie dann da hingehen und mal anklingeln, dann kann es sein, dass da der Vermieter rauskommt und sagt, ja, hier können Sie einziehen. Also wenn sie einfach mal so zu die Sozialwohnungen fahren und gucken, ob da was frei ist, vielleicht geht das ja auch. So als Tipp. Aber Okay, versprechen kann ich okay. Ihnen das nicht. Und die Sozialwohnung, also die ich kenne, wo ich herkomme, da ist es ein bisschen schwieriger, die Gegend. Okay. Ja, okay, also ich würde dann das Hotel, also ich sagen am Department of Labor. Genau, da waren sie vorhin da bei mir, wo wir da standen. Ja, genau. Da haben Genau, wir auf sie der gesehen. Straßenseite hinter, dann quasi, da ist ein großes Gebäude mit so einem Parkplatz davor, ne, wo man so reinfahren kann. Dann sollten wir aber in den Bus hopsen, ne? Ja. Dann sollten wir den Bus nehmen gleich. Ja, dann nehmen Sie ein bisschen den Bus, der hält da auch. Dann rennen Sie mal schnell. Ja, okay, danke vielmals. Ja, schönen Abend, ne? Gleichfalls, ne? Ciao. Komm, renn. Bruno, schnell. Schnell, schnell, schnell. Hallo. Abend. Halten Sie beim Oh. Department of Labor? Ja. Bisschen lauter sprechen, es ist sehr laut hier drin. Ja, Sie halten am Department of Labor, ne? Ja, machen wir. Ja. Bruno, ich bin echt ein bisschen beleidigt, ne? Wieso? Du setzt dich nie mit mir in deinen Zweier. Ja, ich muss sagen, so, weißt du, nach den 12, 13, 14 Stunden jetzt, möchte ich das niemandem antun. Ich brauche, glaube ich, mal eine Dusche, ne? Was denn? Ach, wer ist das denn? Ach, hinter mir sitzt ja noch jemand. Guten Abend, der Herr. Ja, Ich höre den jungen Mann da hinten nicht, der redet mir zu leise. Ich höre den hier vorne. Also mich? Ja. Wahrscheinlich Er hat nicht. nichts Wichtiges gesagt, er hat nur gesagt, er soll ein bisschen stehen. Hey! Der Busfahrer. Der Busfahrer. Ja. lauter. Ich höre ihn nicht. Der Busfahrer. ja, bitte. Wissen Sie genau, wo das Hotel am Department of Labor ist? David, hörst du den? Ich höre den ganz schlecht. Hör den, ja. Das ist aber sehr laut, ne?
lauter kann ich nicht sprechen. Stellen Sie einfach mir die Frage. Wo ist denn das Hotel am Department of Labor? Das Hotel am Department of Labor, Alex. Direkt gegenüber. Direkt gegenüber. So ein altes Schlosshotel ist das. Altes Schlosshotel. Okay, danke schön. Vielen Dank. Aber mich hören Sie, ne? Ja, ja. Die höre ich super. Sie Okay. sitzen auch näher, oder? Nicht unbedingt, ne? Okay. Der andere junge Mann, ich glaube, der hat die Mandel entzündet. Ja, ein ich will bisschen. meinen Arzt aufsuchen. Eigentlich geht's mir super. Ja. Alex! Ah. Sieht aber alles gut aus. Alles gut bei euch? Das war die Frontscheibe. Nichts kaputt gegangen. Ja, alles super, alles super. Oh. Ah. Alle fit? Alles gut, alles gut. Super. Ah. Die Frontscheibe hat's doch abgekriegt. Das auch noch heute. Ups. Bitte. Ja, jetzt ist es ein bisschen luftig, ne? Ja, ist ja noch warm, ist ja noch Sommer. Ja, einfach Augen und Mund zu, ne? Viele fliegen. Zum Glück habe ich meinen Rollkragen. Boah, ich hab schon die ersten Mücke im Auge. Gratis Worte. Genau. Wortbistro. Im Preis inklusive. Ach, guck mal hier. Hier ist auch noch ein Motel. In West Pucci sind viele kleine versteckte Hotels. Hätten wir da jetzt auch einchecken können? Ja, da ist eine Haltestelle. Was kostet so ein Hotelzimmer da gegenüber vom Department of Labor? Wissen Sie das? Alex, was kostet so ein Hotelzimmer beim Department of Labor? Boah, keine Ahnung. Ich habe ja zum Glück eine Wohnung. Aber, weiß nicht, soll sehr günstig sein. Ja, das ist schon Ich glaube, er checkt auch das nicht, dass man sich einfach muss auslocken muss. Ja. Oder er will einfach auch das hart ausspielen. Ja, bin Kannst du beim gespannt. ACLS anrufen, ob die heute noch im Dienst sind, sonst fahre ich dann nachher mal rum. Ist das hier Ob rechts? er auch streamt, du musst ja schauen. Hier rechts ist das, genau. Okay, Okay, vielen Dank. vielen Dank. So, $5 pro Zahlen Person. müssen dann wären das. einmal beim Kollegen, danke. Gerne. Einmal Ja, $5 für schön. So. Ja. Und $5. Vielen Dank. Danke Ihnen, Schönen schönen Abend. Danke. Boah, sieht aber edel aus. Ja, ich hoffe aber, die buchen auch von der Bank ab. Ja, denke schon. Dann werden wir jetzt gleich herausfinden. Ne? Der Archipelago. Oder wie auch immer. Archipelago. So. Ja, irgendwie haben die geschlossen. Ich glaube, die haben schon geöffnet. Vielleicht auch nicht. Also ich glaube, das geht schon hier rein. James. James. Ich glaube, das geht schon hier rein. Ja, aber wo denn? Ich denke, da gehst du einfach zur Tür rein und dann bist du weg. Wenn du weißt, was ich meine. Nicht wirklich. Oder kommst du durch die Tür? Nee.
sagen wir jetzt. Ich glaube, der Trick ist eben, dass du ins Hotel gar nicht rein kannst. Du stellst dich einfach vor dran und loggst dich aus. Ja, noch kurz, ich laufe eben. Okay. Mann. Ich glaube, der Trick wäre wirklich, man stellt sich her und loggt sich aus und ist dann im Hotel. So. Weil ich glaube nicht, dass sie das Hotel schon ausbauen haben innen drinnen. Dann gehen wir gleich mal noch über. Mal hören, wie sie mir das erklären. Willkommen beim BOL, was kann man Guten für Sie tun? Abend, ich bin mit dem Herr James da. Richtung, ist das der Herr im Raum Polly? Genau. Das ist aber, alles klar. sag ich Ihnen auch, Das heißt, Sie können im Hotel nicht einchecken, richtig? Das ist Genau. Ganz billig. Gut, ich weiß da leider Meinen auch Sie nicht das weiter, Motel? deswegen... Das kostet fast gar nichts. Nein, das ist, Okay, Kein kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Okay, dankeschön. Plaza Hotel. Okay. Ja gut, dann probieren wir es nochmal. Genau, Vielen Dank. das ist ganz, aber wirklich, das ist ganz billig. Mhm. Ja. Okay. Okay, vielen Dank. Gerne doch. Gerne. Schönen Abend noch. Schönen Schönen Abend. Abend. Tschüss. Also er sagte ganz feste ziehen. Ja, also ganz feste, ne? Ja, ganz feste. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das heißen soll. Ja, wahrscheinlich klemmt die Tür ein bisschen. Ja, aber er sagte, da wo wir eben vorbeigefahren sind, Mhm. dass da ein Hotel ist, das ganz billig ist. Okay. Ja, schauen wir mal, wie es hier aussieht und sonst, ja. Ansonsten kriegen wir einen Kollaps. Ja, sonst lege ich mich irgendwo in den Busch, ich schwör's dir. Also ich glaube, wir sind einfach zu blöd, um die Tür zu öffnen. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach ausgebucht und dann schließen die Türen ab. Ja komm, wir versuchen es noch beim anderen Hotel, ansonsten weiß ich echt nicht weiter. Ich glaube, man kann einfach nicht in die Huren Hotel rein. Ich will doch nur etwas essen, Mann. Es ist halb 12. Laufen lassen. Oh. Ja, oh, okay. Oh. Alles klar, alles klar. Der weg hier. Lauf! Oh Gott. Ich glaube, da war niemand. Das ist einfach passiert, ich weiß nicht, wie das passiert. Aus lauter Frust, ne? Ja. Das ist aber tatsächlich eine Stadt, die niemals schläft. Ja. Ach du heiliger Bimbam, ich weiß es nicht. Einen Moment kurz, muss kurz eine SMS lesen.
Ja, aber besser als im Karton zu schlafen. Okay. Ja. Wann bist du... Ah, das wäre super. Du sag mal, bist du morgen in der Stadt unterwegs oder weißt du das schon konkret, wo man dich da in der Stadt antreffen könnte? Ja, eher so um die früher bis Mittagszeit. Ja, genau. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen guten Abend, auch von Bruno, denke ich mal. Ja, gleichfalls. Ja. Ja, danke. Bis dann. Ciao. Ja, Bruno. Die Leila weiß es auch nicht. Sie sagt, bei ihr hatten die Hotels auch alle schon geschlossen oder so. Oder die Türen haben geklemmt. Okay. Und die mussten dann in der ersten Nacht in einem Karton schlafen. Ah, scheiße. Ja, darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock. Deswegen hoffe ich, dass da hinten das Hotel geöffnet hat. Oder wenigstens das Motel. Wir können ja mal nach dem Motel schauen auch. Wir haben ja direkt 2 nebeneinander. Das sind die letzten 2 Optionen, die ich sehe. Ansonsten müssen wir uns echt einen stillen Karton suchen. Ja, oder eine Parkbank oder so. So zumindest für ein paar Stunden. Ja. Oh, ich habe mir meine Einreise ein bisschen anders vorgestellt, ne? Ja, ich auch. Und da kommt mir wieder die Melodie im Kopf. Da, Ah, geil. Ach ja. Immerhin haben wir uns gefunden, Bruno. Ja, Mann, du sagst es. Was ist denn das da für eine beleuchtete Ecke? Keine Ahnung. Könnte aber auch irgendwie ein Hotel oder ein Burgerladen, ne? Irgendwie sowas. Appen Atom. Wigwam Taco Bomb. Ja, nicht schlecht. Ach, hier auch mal ein bisschen durchs Gras stapfen. Ja, die Schuhe wieder sauber machen. Bist du in Kacke getreten? Ja, da die Pisse vorhin am Stadtpark. Ach so, das meinst du. Oh, ich wäre fast hingefallen. Pass auf, du. Ach, Bruno. Ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung, du. Aber ich glaube So, sonst... ich check mal. Denkt man, das hier ist das Hotel, das hier rechts. Das rechts da. Ja, sieht danach... Banner. Ja, sieht danach aus. Banner Hotels steht da ja. Och, Mensch. Bruno, wenn ich das gewusst hätte, ne? Aber zumindest sind wir, glaube ich, am Strand, ne? Bald. Da vorne? Ja, hier vorne ist direkt der Strand. Hier ist ja auch der Pier. Ja, geil. Also ganz ehrlich, sonst lege ich mich hier in die Tiefgarage. Hier ist doch direkt die Maze Bank. Ah, okay. Das scheint das Hauptgebäude zu sein, oder eins der Hauptgebäude. Nee, ist die Lombank. Lombank, nicht Maze Bank. Ja, du kennst dich aus, ne? Hier stand da dran. Wo? Also lesen konnte ich. Es ist leicht beleuchtet noch. Ah, okay. Das Motel, oder? Let's go. Bitte habt geöffnet, bitte. Sieht nicht gut aus, kein beleuchteter Eingang. No, Entschuldigung. Ah, Bruno. James. Oh, was ist denn? Ich heute mit den Schuhen, ich komme nicht klar, meine Füße, ne? Tut mir leid, hey. Ist ja
ausgerutscht. Ich bin wieder ausgerutscht. Alles gut, ey. Hey. Es tat ein bisschen weh, aber es geht schon wieder. Ja, es tut mir so leid. Ey, wie viele Leute habe ich heute geschlagen, ne? Ja, auf jeden Fall schon viele. Ich bin froh, dass du den Herrn Knutzmann nicht geschlagen hast. Sonst hätten wir da keinen Pommes-Schranke mehr bekommen. Oh, scheiße, Mann. Ich gebe dir da mal einen Tipp, ne? Ja. Wenn du ausrutscht, Ja. dann musst du das mal auf weitere Distanz entfernt machen. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ah. Alles in Ordnung? Ja, geht. Du musst dich jetzt mal von dem Schock erholen. Ja, tut mir leid. Ey. Genau das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem ersten Einreiseversuch wie du. Okay. Da bin ich auch so oft gestolpert und habe Leute aus Versehen verletzt. Ah, scheiße, echt. Ja, das war nicht so schön. Ach, du kannst froh sein, dass ich jetzt mit meinem deutschen Akzent rede, nicht von meiner Mutter gelernt habe. Vorher die ganze Zeit hier die Artikel verwechselt und so. Ist ja auch alles schwer im Deutschen. Absolut, ja. Auch hier mit Sie, das gibt's bei uns gar nicht eigentlich. Bei uns gibt's ja nur You. Ja, ist so. Ist einfacher. Welche Seite willst du? Ja. Selbe Frage. Ich bin schon echt etwas müde. Ja, ich auch. Was heißt etwas? Ich bin tot. Badly tired. Aber. So, letzte Chance, ja? Hattest du eigentlich am Flughafen den Schweden da kennengelernt? Nö. Ja, der war auch eine Nummer für sich. Also da wo er herkam, wie er hieß und was er gemacht hat, klang wie 3 verschiedene Ikea-Regale. So. Da stehen zumindest schon mal Autos. Ich glaube, das ist nicht schlecht, ne? Ja, das scheint gar nicht so übel zu sein. Nee. Aber vielleicht so bei Sind den... die befüllt? Auch nicht, leider. Ist ein Zimmer gefunden? Hast du was gefunden? James? Ja, ich bin von da oben runtergefallen gerade. Ah, scheiße. Hast dir wehgetan? Ich glaube, mein Knöchel tut ein bisschen weh. Oh, shit. Ja, bin jetzt schon fast am Überlegen, ob ich ins MD gehe, um da dann zu pennen. Okay. Ah, egal, komm, wir legen uns jetzt hier irgendwo hin. Ja. Und suchen uns einen
stilles Wörtchen, ja, ist das Ich glaube auch hier. Ich schau nochmal hier. Bloody hell, scheiße. Boah. Ich krieg das Kotzen. Ah, ich habe noch eine Idee. Ja? Vielleicht können wir beim Peter König pennen. Denkst du? Ich rufe ihn einfach mal an. Okay. Ja, guten Abend, Herr König. Entschuldigen Sie, ich habe eine sehr unangenehme Frage. Und zwar, wir haben weder am Flughafen Sozialwohnungen bekommen, noch ist hier irgendein Hotel oder Motel, was uns aufnimmt. Hätten Sie vielleicht in Ihrer Bleibe einen Schlafplatz für 2 Personen? Es ist so gefährlich, wenn ich raustappe aus dem Fenster, wenn ich zurückgehe und klicke, dann hole ich mir einfach eins in die Fresse. Das passiert. Ich muss irgendwie einstellen. Gehört er mich? Nein. Ich muss irgendwie einstellen, dass ich nicht mit Klicken schlage. Das ist so gefährlich. Das macht mich sehr traurig. Aber ich habe dafür natürlich auch Verständnis. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Türen von den Hotels auf jeden Fall klemmen für die Eingangslobby. Also ich schaue jetzt nochmal die Steuerung rein, aber... Okay. Ja, ich würde dann sagen, ich schicke Ihnen noch gleich eine Nachricht und dann wäre es für heute. Alles klar, Herr König. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Und? Leider hat der Herr König aktuell selber einen Mitbewohner schon. Ah, scheiße. Ja. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln, hier ums Eck. Okay. Und dann... Ich glaube, das machen wir auch schnell. Mal eine Schurte zutun. Hey, ich glaube aber, man kann einfach effektiv nicht in die Hure. Also jetzt schreibt da gerade einer, dass man das nur ausspielt, also nur so tut. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Jetzt muss ich nochmal rein. Ich will doch schon lange für haben. Meine Festplatte ist jetzt auch voll. Warte. Was ist jetzt?
Könnt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das ganze Video reingezogen habt. Und sagt mir mal, wie ihr es findet. Ob es noch gefällt, das ganze Roleplay-Ding. Mir macht es auf jeden Fall huere Spaß bis jetzt. Und ich bin gespannt, was so alles passiert. Aber jetzt habe ich wirklich langsam Hunger. Ich kann mal schnell Tierreise machen. Mein Gott. Telefon. Ja, James? Hallo? Ich höre dich nicht. Ja, Bruno, wo bist du? Ja, ich war auch kurz pinkeln. Wo Hallo? bist du? Hallo? Bruno? Hallo? Hörst du mich? Hey! Hey, hey, hey! Hallo? James? Bruno! Ja. Bruno! James, Moment. Ja, also, ich dachte, du rufst mich schon wieder an. Nee, nee, nee. Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Alles Am gut. Telefon konnte ich dich wieder nicht hören. Ja, bei mir auch. Da ist wieder irgendwie ein Funkloch. Funkfehler. Ja. Ja, ich weiß jetzt Bescheid, ne? Okay. Komm mal mit. Okay. Wir werden jetzt da einchecken. Okay. Also wo jetzt beim anderen Hotel? Nein, bei diesem Hotel. Okay. Lass uns da mal kurz hinrennen. Okay. Geh voraus. Was da jetzt wieder hören? So, Bruno, wir werden da jetzt einchecken, okay? Mhm. So. Ich habe jetzt eingecheckt und du? Ja, ich auch. Okay. Dann sehen wir uns morgen. Ja, bis gegen die morgen. Mittagszeit. Würde sagen, ja. Schau mal. Ja. Ich rufe einfach an. wenn Ruf du mal sagst, an du und darfst. ja. Ich melde mich, wenn ich wach bin. Ja, alles klar. Okay. Gute Bis Nacht. dann, Bruno. Gute Nacht. Bis dann. So. Jetzt hat man ja noch gehört. Also wahrscheinlich nimmt er auf oder streamt. Das kann ich jetzt dann noch schauen. Auf jeden Fall sage ich merci viel mal, wenn ihr euch das reingezogen habt. Ich hoffe, euch gefällt mein Charakter, der Bruno Moser. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich probiere das Video irgendwie ein bisschen zu kürzen. Und von morgen an gibt es dann auch einfach die Streams auf Twitch. Also folgt mir unbedingt auf Twitch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dürft natürlich auch gerne hier auf YouTube abonnieren und das Like da lassen. Und ich muss jetzt etwas essen, ist aus der Hose. Merci fürs Zuschauen, bis gleich, Timo G. Ciao.